Servus-Küste hängt, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bull. Ihr hört zwei Lieder aus früherer Zeit und manche anderen sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Bucket spielt wir noch den Bärenschein. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpen hinten rein. Und das Gesangel klingt jetzt auch schon recht human. Brummel und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bull. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche anderen sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, küss die Hand, habe die Ehre. Habe ich die Ehre, jawohl. Heute haben wir ordentliche Verspätung. Eine leichte Verspätung. Über 5 Minuten. Tut uns leid. Tut uns leid. Wir haben alles hergerichtet gehabt schon. Um 7 war alles fertig. Und dann sind wir jetzt runter. Und meine Gitarre war sowas von verstimmt, dass das Stimmen gar nicht so einfach war. Ja. Aber ja. Klaus hat es geschafft. Ich meine, er ist ja kein Anfänger, er macht das auch schon seit Jahrzehnten. Jetzt, kann man sagen, ne? Jahrzehnte war das schon, aber trotzdem, das war schon ein bisschen ein Ding. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist vor 3 Jahren. Jetzt werden glaube ich ein paar lachen, weißt du? Ja. Auf Instagram sind wir natürlich auch wieder online, wenn es wo ist. Was haben wir da? Wieso steht der? Auf Instagram? Warte, gleich Kontrolle. Na, da passt Wen alles. haben wir denn da alle schon? Da alles versammelt. Wildcat ist da heute, Matthias Mariach, der Duke of Floridsdorf, der Dubtrade ist da, Landtalstromer ist da, Fritzl, Stadtkuss ist auch da. Patrick Rutger ist auch da. Das ist schön. Thomas Nickmann ist da, Daniela Schlögl, grüß dich. Super. Thomas Bastelecke sicher. Oder erst Christi eine Verzettelung, ja, eine kleine Verzettelung haben wir schon gleich am Anfang gehabt. Was sollen wir machen? Ja. Right Hard and Travel Gentle. Endlich wieder aus Chile ein bisschen ein Blick. Aber der Instagram Live-Chat oder was, der hängt, oder? Ein paar schauen zu für euch, aber da bei mir hängt er immer wieder. Nige78 auf Instagram. S. Sonkraki. Super, Landtalstromer auf Stadtbus, der großartig. Aber irgendwas hängt da. Aber Internet sollte eigentlich passen. Na schau, Blunzenkistel ist auch kurz dabei. Grüß euch, servus, Blunzenkistel. Sehr leibend, wir haben uns letztens beim Taschler getroffen. Das war auch eine großartige Geschichte. Lukas Steurer, schau da was an. Mein Neffe Der Lukas ist aus da. Hamburg. Und ich glaube, du bist jetzt schon in Österreich, oder? Bist du schon in Neunkirchen? Ich glaube. Oder kommst du erst noch? Auf jeden Fall, deine Frau und dein Kind sind schon da, habe ich schon vernommen. Rudolfo Corbeis. So, ist der klar, Rudolf Corbeis ist auch da. Jawohl. Harry schneller Fonte, Jawohl. besser später ist gar nicht. Meinst du jetzt uns damit, ne? Fix. Wahrscheinlich. Fix. Ja, Susanne Bumme sagt, ich hab ein Problem mit der Gitarre. Wohlfühl-Oase Patricia ist auch da. Servus, grüß dich. Liebe Grüße aus der Südoststeiermark ist das. Schöne Gegend. Ja. 777, auch da, jawohl. Ab Samstag ist der Der Lux ist noch in Hamburg. So, das hat die geht immer runter. Was hat es mit dir auf sich? Die hat schon auch nicht durchgezahlt hinten, den Knopf da. Das werden wir ja heute sehen, ob es einen Reißer gibt. Spielen wir noch schnell ein Lied, bevor es vorbei ich wieder nachstimme. Bevor ich wieder nachstimme, spielen wir geschwind ein Lied. Das machen wir jetzt auf die Schnelle, bevor wir zum Anbotteln kommen von unserem Winzer Dauertester. Gerhard Flatrace.at, schaut auch zu, auf Instagram. Also ich habe da kein Bild auf Instagram. Bei mir hängt der bei euch auch. Oder ist das nur bei mir? Ich steige einmal aus. Steige wieder rein. Christoph Acker ist schon frech. Was? Klaus, das ist nicht gut, wenn er bei dir hängt. Scherzkübel. Untergriffe sind das. Scherzkübel. Untergriffe. Momo M ist auch wieder da.
Super. Und der Roman Luthi nach langer Abwesenheit. Umso mehr die große Freude, dass du dabei bist. Na, das taugt mir. Das schneit, das schneit. Boah. Das wird noch. Das wird halt nur. Zeig mal die Gitarre in die Kamera, Klaus. Der Ride Hard and Travel Gentle. Der Schneider will wissen, was das für Gitarre ist wahrscheinlich. Nach der Nummer. Moment, ja, kann ich sofort machen. Ich meine, Vielleicht die Gitarre wurde, der Reithardt im Schenken, also der Schneidutz, hat ja auch Gitarrenbau gelernt. E-Gitarren, was soweit ich das weiß. Und da ist natürlich, und diese Gitarre ist vom Hubert Neumüller aus Lenkries in Bayern gebaut worden. Von dem auch meine zweite ist, aber die liegt beim Patrick daheim gerade. Schaut das an, ne? Und das ist halt heute die ist jetzt noch länger da. Ich hab die neu beseitigt nämlich gehabt. Ich glaube, du hast noch nicht wirklich drauf gespielt. Die ist noch relativ frisch beseitigt und natürlich Das Wetter tut das Übrige. Die Witterung. So schnell ein little spielen. Schnell ein little spielen. Patrick, was reißen wir? Ein schnelles. Ein schnelles Spielen, ein schnelles Lied. Wir haben gespielt ein kleines Wunschlied von meinem Mundgenein. In Werner Schimme. Hat mir Mundgenein gewünscht und gesagt, das soll man heute spielen. Das spielen wir schon. Habe ich natürlich gewusst und gesagt, das ist kein Wunschkonzert und was der und hin und her. Aber was der. Ich traue mich ja da auch nicht. Rudolf Kronecker. Live-Video beendet. Wieso ist das beendet? Um 19:20 Uhr sowas. So, warte, da stimmt was. Warte. Warte einmal. Jetzt schauen wir, wie das Instagram funktioniert. Aber ich fürchte, soll es da nicht stimmen, die Gitarre laufen? Nein, tu nix. Pass auf die Kabel auf da. Vielleicht. Ist da der Stromsparmodus eingeschaltet bei der Kamera oder was? Nein. Das Das wird haben wir schon gleich, das haben wir gleich. Ne? Das passt eigentlich. Sehen tut man. Passt eigentlich. Der Roman Luthi fragt schon, gibt es ein Lied für den Sieg von KTM? So, jetzt sind wir wieder live auf Instagram. Wenn's wahr ist. Wenn's wahr ist und wenn's funktioniert. Nein, für KTM, ja, aber ich habe mich da auch gefreut. Ich habe es leider komplett verpasst, die MotoGP. Leider komplett verpasst. Hat mich geärgert. Aber, ja. Aber es war natürlich ein Hit, ja. Ich meine, ja, gut, wobei, weiß ich nicht, Wienerlied und KTM. Müssen wir ja oberösterreichische Dings, Hast du irgendwas? Ja. Können wir dann spielen? Können wir dann machen irgendwas? Christoph Acker, bitte gerne für den Tipp. Kein Problem. Der Frutastick. Was für ein Dick? Der Frutastick. Was ist das Den wieder? Tipp habe ich hier. Achso, das ist ein. Achso, ja. Ja. Ja, ist das nein. So, schnell. So. Schnell. Okay, nehmen wir nochmal langsam. Im Mädling in ganz ein kleinen Häsel ist Wirts aus der goldenen Kranz. Ein heimliches Old wie ein Bäsel, dort gibt es kein Fahrzeug, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütlich werden, von heute im Tanz nix verstehen. Doch dort kann ein Tanz mir jetzt lernen, wo Wiener ist und doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Pflanz, so soll der Tanz. Ich weiß nicht weiter. Ich hör's. Gar lustig ist dort wie am Viertel. Man braucht nicht kein Smoking, kein Frack. Man braucht keine Strom und mit Viertel. Man braucht keine Stiefel aus dem Lack. Die Kirche, die Plane, die Anna, tanzt der Wienerisch Fisch vor Harmonie. Min Würstel mal unter den Kranen und singt noch was Gstanzl dazu.
Neuinterpretation Neue, nicht ein eine bisschen. neue Bearbeitung von uns wieder einmal. Aber sind wir nicht so. Sind wir nicht so. Sei es wie es sei. Der Werner Schieme war das. Der Werner Die Schieme. Achteln gefallen ein Wahnsinn. Der Gästwerke ist da. Das ist auch da, wo ich... Gerade noch, grüß euch alle miteinander. Er schaut sich noch kurz an, der muss um 4 Uhr aufstehen. Nicht? Alt. Muss er aufstehen, um 4 Uhr. Das ist ein Wahnsinn. Um 4 Uhr normal lege ich mich gar nicht nieder. Noch. Wolfgang Grohatzka, auch vom Taschel letztes Mal gesehen. Ja, Ja. und beim Instagram, da hat es ja auch schon die Achtel rein. Fritzel wieder Munichtal 7, Karl Zacek ist dabei, Franz Schekolin. Schaut zu. Wer uns Nie besser gehabt, das sehen ist- will, switcht bitte zu YouTube auf 16.tv. Da sieht man das Ganze in guter Qualität und da ist auch die Tonqualität besser und der Bildausschnitt anders. Das ist ja quasi behind the scenes auf Instagram. Auf YouTube findet die richtige Sendung gerade statt. Naja, die richtige ist dort auch, Ist aber dort man auch. hat halt, Aber es ist mehr die legere Variante der sozusagen. Munichtal 7, was, ob mein Liebeslied nochmal geht, Bergwerk. Nein, das dürfen wir online nicht spielen. Online dürfen wir Also, das nicht spielen. sonst wird es streichen, sonst das Ganze. Dann ist die ganze Sendung gestrichen. Ne? Leider. Leider, das geht nicht. Na, wie gesagt, also ihr kennt es ja wohl auch auf Instagram. Am besten ihr schaut top, zweigleisig. Das ist ja noch Sicher, keiner. sowieso. Felix Schmollgruber hätte neulich einen Betrag über PayPal was gesponsert, ist aber wieder zurückgekommen, weil es der Klaus Emanuel annehmen hätte müssen. Ja, Felix, das ist ganz lieb, dass du das sagst. Ich wollte mich nicht melden, weil es war mir peinlich. Ich habe nur irgendwann das gekriegt, dass ich da was tue. Aber bei PayPal selber ist nichts gestanden, irgendwas, dass ich da was tun hätte müssen. Und dann habe ich nur eine E-Mail gekriegt von PayPal, dass es wieder zurücküberwiesen worden ist. Also, Felix Das ist ein Schmollgruber. bisschen Botschaft dieser Show. Naja, machen. manchmal, ja, aber wenn da nichts steht, aber wirklich, also wenn du wieder was überweist, ich nehme das händisch an, manuell, analog, Sofort. nehme ich das, Sofort. mit großem Dank. Aber sehr lieb, dass du uns darauf anrätst. Danke schön. Danke. Auf jeden Fall großzügige Spende von deiner Seite, das war ganz leibend und ja, ist natürlich super. Das ist natürlich super. So, was haben wir da noch? Roman Buchter ist dabei, der Fossibär. 3:15 Uhr hat der Tagwache. Jesus Maria und Josef. Jüss, das ist ja bei uns noch harmlos. Meine liebe Frau steht um 5:45 auf. Ist das schon sehr zeitig eigentlich? Ja. Der Matthias Mariacher meint, mein PayPal-Konto war voll. Nein. Denk vor, Weiß ich was nicht. denk vor, können wir uns aufzeichnen und drüber schupfen. Du, der Christoph Acker, und von dem müssen wir jetzt trinken. Ja, na, es wird Zeit. Hat endlich sein Schlüssel gekriegt. In Kierling, gell? In Kierling, glaube ich, ist es. oder? Ein Heiserl in Kierling, ja. Ich glaube, Kierling hast du gesagt. Ja, super. Felix, machen wir. Großartig, danke recht narrisch. Patrick, Ich habe jetzt andere sagen, mein Haus nicht, aber das können wir ja später plaudern. Letzte Woche war es sehr anstrengend. Das wisst ihr ja fast, manche noch gar nicht, ja, glaube ich. ist alles gepostet worden, aber das war, wann war denn das? Ein Unbotte-Link von am Dienstag. Dings, ja, so doch das. Ja, und muss man noch erzählen, ja. richtig. Unbotte-Link, ja genau. Unser Winzer Dauertester. Ausblick Wien, Dr. Michael Höfler. Also Weingut Dr. Höfler steht da drauf. Ein grüner Veltliner, Jahrgang 2019. Ich halte kurz. Ich weiß nicht, ob man es sieht überhaupt oder wahrscheinlich Ja, kann man nicht. halbwegs lesen. Kann man halbwegs lesen. Kann man Das ist halbwegs. schick heute, ist ja. Schaut aber so auf Schon. Instagram ist schon wieder eingebrochen. Aber es ist die gleiche WLAN-Struktur wie da. Wir sitzen im gleichen Das darf WLAN. ich da gleich. Ja, bitte. Jetzt bitte, da, Bitte bitte, doch. bitte so. Die nimmt die zweite Hand zur Unterstützung. Ein grüner Veltliner, GV. GV vom Biesamberg. Der sagt aber, der Max Frühstück hat gesagt, er steht um 4 Uhr auf. Ja, das ist ein Wahnsinn. Nur da habe ich als Musiker ein anderes Leben. Wobei wir sind trotzdem beide eigentlich keine Na, Langschläfer sind wir nicht. Nein, das mag ich nicht, da verliere ich den Tag. selten. Außer der Tag war früher heftig und da kann schon sein, dass ich mal ein bisschen reinschlafe oder so. Das hab ich Aber ganz selten. das ist ganz selten. Also 8 ist bei mir eigentlich so die Grenze, die wirkliche Grenze, meistens 7, zwischen 7 und 8. Naja, Die Bälle sind halt. Naja gut, dann verkosten wir den einmal und stoßen dich auf den Christoph Acker an und ihr haut's bitte eine für den Christoph Acker, dass er endlich sein neues Häuserl beziehen kann. jawohl. Ein rotes Achtel, eine rote Achtelwöhn, so würde ich sagen. Haut's eine für den Christoph und auf den stoßen wir jetzt an. Christoph, Was? alles gut. Was, der Fritz Starkus trinkt den gleichen Wein gerade. Ja, der großartig. Fritzl. Wunderbar. Fritzl, na dann, Wunderbar. besonders jetzt einmal. Auch am 19er wahrscheinlich, nicht? Ja. Alte Reben, Rieb, Vorreiten, jawohl. Herrlich. Jetzt einmal, meine Sehr zum Wohl. Herrschaften. Prost. Prost. Schön, dass ich da bin. Ja, schön, dass du gekommen bist. Schön, dass wir noch leben. Instagram ist schon wieder tot, ja. Ich weiß nicht, was das hat. Aber es hängt im guten
im guten Ding drinnen. Der Berichter sagt, du hast das Service gespart. Das Dreckverbot, sagt die Susanne. Ja, schauen wir mal, wenn es reinpasst, wir haben heute ein bisschen einen Plan, nämlich. Also Ja. ich, Patrick weiß noch gar nicht. Oh, ich glaube schon. Der Telefonbuchbrücke. Unsere Patienten heißen derzeit alle so, sagt der Roman Buchter. Wirklich wahr. Na, das ist Wien. Das ist. So, die Rotnachteln, da kommen wir schon. Das ist gut. Schiresch, was schreibt er denn überhaupt? Der grüne Veltliner, alte Reben vereint alte, erfahrene Rebstöcke mit jungen, wilden Veltlinerreben. Dadurch erhält der Wein eine angenehme Frische, ist anregend im Bouquet und eignet sich mit seinen gehaltvollen, pfeffrigen Aromen als perfekter Speisenbegleiter österreichischer Küche. Großartig. Ja, Das ist schön formuliert. schön formuliert. Gefällt mir. Schön formuliert. Und der Ball sitzt, bringt es natürlich auf den Punkt. Prost. Ach, da schmeckt es ja gleich besser. Na sicher, Christoph Acker, was der war, da machen wir Einweihungsparty, ist ja schon klar. Ne? Das ist, ich meine, das wird quasi die Vorveranstaltung zum Motto Rutger im Weihviertel, wird in Kierling sein beim Christoph. Ist schon wieder hin, ist schon wieder tot. Instagram ist schon wieder tot. Ich probiere es aber noch einmal. Einmal probieren wir es Aber noch. Ne? alle guten Dinge sind Trink mal einen Schluck vorher noch mal drauf. Wenn es dann nicht geht, dann lassen wir es sein. Ne? Immer das, ja, aber jetzt probieren wir es nochmal. Der Dieter ist auch dabei, grüß euch. Welcher So. Dieter? Dieter. Grüß euch, spät aber doch. Wir waren heute auch so spät dran. Wir waren so spät dran. Das wollte ich nicht. Live-Video angehalten. Ich weiß nicht warum. Die Daniela fragt auch schon, nicht? Ja, Wann findet die Einweihungsparty statt? Ja klar, ich meine, Entschuldigung. Na, was denn? Ja, die muss schon wieder umhupfen da. Das ist Was hat denn der? Na, nichts mehr. Hast du eine andere Kamera genommen? War eine anderes? Alles Handy genommen? alles gleich. Alles Vielleicht, dass das nicht Aufgrund schwacher Verbindung angehalten. Das ist ja deppert. Weil man, Ist der WLAN-Verstärker nicht eingeschaltet? Oder was? alles. Ja, rennt eh alles. Alles ist da. Alles schon überprüft. Mehrfach. rennt auch alles. Ich bin ja ein Profi mittlerweile, ne? Ja, ja. Ich bin ja da voller Profi. Ja, alles bitte, Speedtest, der Wahnsinn. Du machst einen Speedtest gerade? Nein, finde ich da gerade nicht. Aber ist ja wurscht, aber mit Computer, YouTube ist das gleiche in der WLAN. Einmal probieren wir es einfach noch aus. Thomas Klagenfurt ist auch da. Servus, Thomas, grüß dich. Servus, guten Abend, geliebtes Wiener, ihr beiden Interpreten seid auch nicht schlecht. Ja, es ist ja fast eine Frechheit. Nein, es passt schon. Sehr Wer, gut. wen Danke. meinst du? Wer? Der Herr Klagenfurt. Thomas Klagenfurt. Was war frech? Nein, nicht wirklich. Guten Abend, geliebtes Wienerlied, schreibt er. Ihr beiden Interpreten seid auch nicht schlecht. Das haben wir eh gleich. Sind wir auf Instagram auch schon wieder da? Ja, warte noch, ich bin nicht da noch. Ach so, ich wollte die Leute bereits auf Instagram auch begrüßen. Der Christoph Acker, ja genau. Vor der Renovierung ist eine Einweinung sicher besser. Einweinung ist nicht schlecht. Einweinung gefällt mir schon wieder. So, einmal sind wir noch mal live auf Instagram. Weil das bricht uns immer zusammen und ich weiß nicht warum. Aber wir sind schon wieder live. So, der letzte Test. Ja, der Klaus ist schon wieder im YouTube-Video. Der hat zur Kamera gehen müssen. Der ist schon wieder da. Bist du schon wieder da? Wird sich geschreckt? Und der Tiers Mariach hat sich geschreckt. Ja. Das Ist ist es der Klaus aus dem Video verschwunden. Schreckt dich Nein. nicht. Ich bitte schreckt dich nicht. Ja. Wir haben heute also, ich habe so gesagt, das Thema ein bisschen. Ja, trink mir einen Schluck, du hast schon recht. Du hast schon recht. Weil wenn wir da im Studio Donaufeld herunten natürlich einen Riesenvorteil ist im Köller. Wir haben angenehmste Herrlich. Temperaturen. Ja. Schön. Fast ein bisschen frisch. Nein, muss ich. Nein, ehrlich nicht. Karl Zacek schaut zu auf Instagram. Servus, Karl. Servus, Karl, grüß dich. Datenschutz Agency. Jawohl, Nike 78 ist wieder dabei. Ja, schauen wir, ob das. Jetzt hat uns immer das Instagram zusammengehauen ein bisschen. Sonst schaut auf YouTube Kann man einfach nicht weil da verstehen. funktioniert das alles und das kannst du dort genauso anschauen, nur ist das alles von besserer Qualität. Ja, aber wie Genau, gesagt, aber es ist ja lustig. wie es wohl. Es ist ja lustig. Fritz ist wieder dabei. Ja. Naja, schauen wir mal, was geht. Wie lang es geht, ja. Ja. Aufforderung für Drogen. Der Fossebär. Ich beck mich an. Nicht der Speedtest, ne? Das ist. Ah, Das ist ein Das habe ich gar nicht gedacht. Ja. Roman Buchter fragt, fährst du auch am 23. mit Motorraddemo? Ja, das ist ja wohl eine Ehrensache. Also das ist ja Den das. Tag haben wir auch schon besprochen, der Ja. wird freigehalten, da Wird gibt es frei. keinen Spieltermin, da kommt nichts rein. Das Also geht kann nicht. man fast sagen, die 16er Buben sind offizielle Förderer von der Demo, weil wir gesagt haben, da spielen wir nicht. Da. Na gut, theoretisch auf der Nacht möglich, nicht? Aber gut am Sonntag auf die Nacht. Ist selten. Nein, bin ich auf jeden Fall dabei.
Zumal natürlich für mich ein bisschen ein Vorteil, der Treffpunkt ist bei mir in der Nähe dann. Nicht? Also muss man auch sagen. Ja. Die Glaserl, das ist mit meinem Augenleiden, das ich habe, nutzen die Glaserl nichts, mein Lieber. Ja. Oh ja, wenn du das gleiche Brüllen kriegst, trotzdem nicht ein bisschen. Nein, von bisschen dem, also besser. ich werde immer ich brauche keine Lesebrille, nämlich. Du bist immer ein bisschen Boccia 3 schon, meinst Der Fokus ist bei mir nicht möglich auf kurze Distanzen, weit weg, sicher wieder scharf, Gott sei Dank. Ich habe eine Makuladegeneration, eine gewisse. Und alles, was nahe ist, wenn ich dann so nah zu geht es wieder aus, dass ich vorbeischaue quasi an der Degeneration am linken Auge. Ja, ich finde, es wird ein Markenzeichen von dir. Das ist ein Markenzeichen, ja. Das ist natürlich ganz großartig. Ganz großartig. KTM Junkie, hoffentlich habt ihr bald 1000 Abonnenten. Ja. KTM Junkie, danke, dass du das ansprichst. Das war wirklich leibend. Bitte macht Werbung für unseren Kanal. Abonniert, wer das noch nicht gemacht hat. Seid dabei, teilt die Sachen, weil es war wirklich. Ja, ich meine, es ist im Prinzip jetzt mittlerweile schon wurscht, ob wir jetzt 1000 haben oder nicht, jetzt rein vom ob jetzt dann mehr machbar ist. Der Vorteil ist, wenn wir 1000 haben, vor allem jetzt, das mit Spenden und so, das glaube ich, das ist eh nicht so, aber wir können übers Mobile Device, also übers Handy. Ich kann jederzeit ein YouTube-Video von mir daheim auch machen, einfach mit dem Handy. Ja, quasi. ja. Und das ist schon was anderes dann. Ja klar, weil da kann man dann unterwegs, oder Das kann machen, eben oder, spontaner sein, spontan wenn auch was irgendwas machen, war. aber ja. Also deswegen, Genau. KTM Junkie, danke für den Hinweis. Das war leibend. Bitte, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, und vor allem redet drüber, teilt den Inhalt, gibt es weiter auch auf Facebook, auf Instagram, wo wir halt vertreten sind. Das war ganz leibend. Ja. Motorradfahrer Roberto aus Niederbayern, auch dabei. Schau, das ist super. Der Patrick fährt mit dem Radl, ne? Patrick, wie geht man die mit? Schaut, dass ich keine Beiwagenmaschine habe, ne? Das war super, da hätten wir gespielt. Da hätten wir gespielt, Da hätten wir die Instrumente mitgenommen, ja klar. Beiwagenmaschine hätten gespielt. Nein, mit dem Radl fahre ich nicht, mit dem Auto fahre ich auch nicht noch. Das ist ein Nein, Blödsinn mit dem wieder. Auto. Das ist nichts. Christoph, Patrick macht die Sozia. Ja, der Christoph Acker, ja. Ja, bei dir, Christoph, kannst du mir hochholen. Alle drei sind wir nicht unbedingt die leichtesten. Jeder jenseits der 100. Das ist Ja, die Daniela leidet eh. auf einer Goldwing gegangen. Ja. Bernhard, Das Motto ist auch da. Servus. Servus. Der Tom Turbo hat gesagt, für alle Brennräume ein Treffpunkt beim Klaus. Ja, das war ja eine gute Idee, aber das ist ein Sackgassen. Also da hätte man dann wirklich ein bisschen, das war eng dann. Kann jeder umdrehen. Ja. Üben. Naja, das schon, aber was mache ich mit euch alle? Ne? Ich kann euch ja nichts zum Trinken anbieten, weil ist ja jeder mit dem Motorrad, da trinkt ja keiner was. Ne? Ja, Kaffee geht immer, ne? Kaffee, aber bin ja Kaffeehaus. Bin ja nicht die Motorrutger. Ja, die Ural, die brauche ich, vom Richtinger. Ja, ich brauche die Ural. Dann ist, wenn wir für den 23., wenn uns einer eine Beiwagenmaschine aufstellt, dann fährt der Patrick mit. Das ist jetzt, ich hab da schon was anderes Das ist mir wurscht jetzt. Ja, jetzt, wenn das aufstellt, dann fährst du mit. Und wir haben die Instrumente dabei. Und spielen. Jetzt wieder. Und wir spielen. Ja, der Thema. Was glaubst du, was da los ist? Was glaubst du, was da los ist? Jö, die Regina Korab ist dabei. Ja, grüß dich. Mit den unersprechlichen Namen, ja, das Da ist spielen wir schon zur im Zeit. November spielen wir jetzt dann endlich beim Geburtstag. Ja. Schau, der GS Ferche da mit dem mit. Freizeitvideos. Grüß euch, schön, dass ihr dabei seid. Große Freude, und nachdem jetzt die Regina auch gesagt hat, das Lied mit den unaussprechlichen Namen, also ich nehme an, du meinst die Telefonbuch Polka, und vorher schon der Roman Buchter die Telefonbuch Polka Dann machen wir es. Wenn es zweimal urgiert hat, mehr oder Ich weniger. glaube, wir haben einen Plan heute. Naja, immer ein Plan. Ich habe immer einen Plan. Eine Stimme muss ich wieder folgen. Und Instagram ist auch immer noch. Funktioniert noch. Steht noch Instagram, immer. Sehr gut. Steht noch immer auf Instagram. Sehr leibend. Ja. Und die Moral von der Geschichte, der Klaus ist kein Kaffeehaus. Das nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, auch ein Kaffeehaus bin. Was ich meine. Aber das war's, und Bier und Wein und solche Sachen, ne? Das ist ja die einfachste Übung, nicht? Aber da will dann der eine wie eine Frokade, nicht? Der andere ein Kracherl, der nächste nur ein Wasser, dann einer Kaffee. Na was sicher nicht. Der 777 hat ein BMW mit Beiwagen leider verkauft. Ja. Hilft das nichts. Roman Buchter, wie ist das jetzt, Patrick? Schaust du vorbei oder ganz nah oder doch vorbei? Ja, genau. Ja, so ungefähr, weißt du? Frag die Daniela Schlögl, weil die kennt sie ja Ich aus. bin eigentlich, wie lange ich die B-Seiten aufzahlen kann, bis reißt.
Reißen tut's nicht, wann fährt der Dings aus? Ich hab damals in der Schule, also Oberstufe, da ist mir Seiten gerissen. Oh, man sieht sogar, ich meine, die Ball sind jetzt ganz leicht, sieht man sogar nicht diesen Narbenstrich. Ich hab Aber von der gedauert. Ich hab's im Gesicht damit gehabt. Ja. Ein Schmiss? Ja, Ja, quasi. ich hab's da gehabt. Ich hab's da so. Dong ist gegangen, war Da Boss. aber heute noch ein bisschen an Narben. Na gut, vom E-Bus. Seiten ist der schlagen. Schnalzer. Oh, ich war selber schuld. Wahrscheinlich. Ich wollte den Zarten wechseln und wollte schauen, wie lange geht die G-Saaten, die dünnste, aber bis schnalzt. Du bist die Verdauung beim Dran und die dann bist hat du geschnalzt. Hoppala. Die hat geschnalzt. Das haben wir alle gemacht. Also kann man eigentlich, das habe ich schon oft gemacht. Dann habe ich gestimmt oder habe halt ein Stimmgerät nicht? Und die Dran, das ändert sich nicht. Das muss ja irgendwann mal ändern. Nicht? Bin ich drauf gekommen, ich drauf auf der falschen Seite. Nicht? Ich war schon gespannt wie eins, dass es erfreut ist. So. Machen wir 2 Strophen. Ne? Machen wir 2, ja. Machen wir 2 Strophen von der Telefonbuchpolka. Wobei es eigentlich eine Geschichte ist. Nein, ich fange mal an. Ich lasse das dir, wir sind es eh nicht. Ja, die Geschichte, nein, das geht schon. No, das geht Gehen schon. wir es an? Geht schon, bin schon am Anschlag. Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie bei mir zu Haus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er, der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration suche, Gesellschaftsliaison suche, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Freunde stehen drin und zwar auf Seite V. Wandrak, Watte, Wipplerschill, Watte, Gwotze, Wimblerdill, Jora, Vrabel, Vrtilek, Vigas, Fratzek, Wichterlek, Freka, Frba, Vikotil, Frablitsch, Wutze, Viskocill, Wachidetschka, Vukelitsch, Vrtatko, Vukasinovic, Wara, Kondro, Vrlicek, Waralek, und da was mit dem Vrtlbot, und dann was Zenglilek, Vrinis, Mostarek, Vrtalana, Wipplerchill, Vrtsalana, Vistlachill, Votko, Tipka, Vitche, Sai, Vratzli, Vrara, Vimmetal, Vrbitzki, Vrbitzki, Vrbitzki. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass ich nicht schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, darum nehm ich auf Kredit. Kantei an Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lach her. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind an, ihre Frau betrügt sie mit. Wandrak, Watte, Wipplerschill, Watte, Gwotze, Wimblerdill, Jora, Vrabel, Vrtilek, Vigas, Fratzek, Wichterlek, Freka, Frba, Vikotil, Frablitsch, Wutze, Viskocill, Wachidetschka, Vukelitsch, Vrtatko und Vukasinovic, Wara, Kondro, Vrlicek, und Waralek, und da was er nicht auf der Vrtlbot, und dann was Zenglilek, Vrinis, Mostarek, Vrtalana, Wipplerschill, Vrtsalana, Vistlachill, Votko, Tipka, Vitche, Sai, Vratzli, Vrara, Vimmetal, Vrbitzki, Vrbitzki, Vrandek, Vavirka, Vavirka, Veplek, Vabalka, Vabelka, Wojtek, Weg. Jawohl. Puff, zack. Ich Jawohl. werde mich jetzt kurz erheben. Ich denke mir die ganze Zeit, es halt hier herinnen. Ne? Das ist so. Machst du den Vorhang zu? Mach den Vorhang zu. Mach den Vorhang zu. Mach den Vorhang zu. Instagram ist schon wieder angestürzt. Was soll man machen? Jetzt lassen wir es. Jetzt los ist. Na, weißt du, was jetzt leibend war? Jetzt könnt ihr auf TikTok weitermachen, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das da installiert habe. Warte mal. Das war jetzt auch jetzt, hä? Auf TikTok. Ich hab's. TikTok hätte ich da. Deckst sicher wie immer, sagt der Tom Turbo. Ja, gell? Mag das schön, ja. Das ist natürlich Katrin Schatz applaudiert auch freundlichst. sehr fein, ne? Das freut mich. Das freut mich. Ja. Da kann ich jetzt natürlich gleich weil Vrbitzki vorkommt in dem Lied. Und die Vrbitzkis sind eine Winzerfamilie in Stammersdorf und haben
den Heurigen in den Röschenkeller und da spielen wir den Wochen zweimal nämlich. Also morgen privat, Morgen spielen wir eigentlich nicht. Morgen sind wir halt. Also- Wir haben halt die Instrumente mieten. ja, Wenn sie sich ergibt und das macht Spaß. wir feiern den Macht Geburtstag Spaß. vom Winzer. Ne? Dann Genau, immer den- vom Senior-Winzer. Vom Senior-Winzer. 70er. Vom Altwinzer. Vom Altwinzer. Alter. Was? 15 Sekunden live, sagt der Bernhard Hausmann. Achso, auf Instagram, gell? Naja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, das irgendwie, das hat, ich weiß aber nicht, warum das nicht hier. Das muss jetzt wirklich am Instagram hängen, weil was soll man machen? Aber wurscht. Auf jeden Fall, Frau Bitzki, da sind wir morgen privat und am Freitag spielen wir dort. Und da habe ich nämlich vorbereitet jetzt. Den muss man schlucken. Jetzt sieht man, was ich da technisch drauf habe. Ich Habe ich vorbereitet, Patrick, das ist ein Wahnsinn, was du jetzt dann siehst, durch zu. bin gespannt. Warte mal, wo habe ich denn da? Die nächsten Spieltermine, meine Herrschaften. Nicht nur hier, also jetzt eingeblendet im Bildschirm, nicht nur hier, sondern auch, pass auf, ja. Bevor er warm wird, auch noch was denn. Oh nein, der war ich schon, gell. Grazie mille. Bitte, gell. Haben wir da die nächsten Spieltermine heute eingeblendet, Patrick, was sagst du? ist Das ist sicher ein Wahnsinn. Naja, aber dann, und natürlich auch in der Videobeschreibung. Oh, wunderbar. In der Videobeschreibung findet ihr es auch. Ganz kurz, also ich habe eine falsche Reihenfolge, habe ich da sicher gerade. 20. August fängt an, das ist die letzte eigentlich. Hoppala, das ist schon wieder, das ist schon wieder abgepfuscht. Aber ist schon wieder gepfuscht. Naja, pass auf. Nein. Pass auf, das lasse ich mir nicht nachsagen. Patrick, erzähl einen Schwank. Ich erzähle keinen Schwank, ich lese gerade. Ne? Regina Kohlraab, lieber Patrick, Oh, mal gleich. Das ich glaube, du brauchst eine, nein, ich brauche keine Gleitsichtbrille. Wenn ich eine Gleitsichtbrille brauchen würde, müsste ich nämlich so lesen. Es nutzt nichts, ich habe eine Makuladegeneration und ich muss quasi, wenn ich, also weit, alles was über einen Meter weit weg ist, geht wunderbar. Und dann, wenn ich so nah dazu bin, kann ich wieder lesen, weil dann schaue ich nämlich da vorbei quasi. Also, ja, so auf die Art. Ein Lutz kann man mit der Brille nicht wirklich ausgleichen, leider. Das ist Ja, es ist blöd, aber. wichtig ist, dass ich auf die Weiden sehe. Das ist war mir sehr wichtig, hier die Kraft wieder zu bekommen. Einfach in den Augen. Und lesen kann ich auch. Ich, meine, ich lese halt so jetzt, da, wenn ich ein Buch lese. Ne? Das ist so. Und es ist fürchterlich anstrengend. Ja, ist so. Aber mit dem kann man eigentlich ganz gut leben. Wenn es nur das ist. Ich habe so einen großen Computerbildschirm auch natürlich. So eine große Schrift. Ne? Dass das gescheit geht, aber Ich blog mich da. ich glaube, es gibt schlimmere Dinge. Das ist ein Wahnsinn. Patrick, ich blog mich da. Ich muss Wieso das geht alles das nicht, oder was? Nein, ich pfusch da herum. Ich pfusch da Der herum. 20. ist jetzt ganz weg. Ja. Ne? Nein, der ist unten zugeblieben, aber. Red Hart und Travel Chandler haben gar keine Jausen. Nein, wir haben ja heute keine XX-Latsch-Sendung. Nein. Ah, die Gitarre muss ich aber gesagt, sagen wir da noch, gell? Die Gitarre Ja, zeige ich genau. gleich. So, warte mal. Aber ich muss zuerst Ja. muss ich dieses Problem lösen und du weißt, ich bin ja Stückchen alter. nehmen. Ui, was ist jetzt da? Ui. Entschuldigung schon. Hat das ganz gelöscht vielleicht? Nein, glaube ich. Nein, aber- Aber sicher nicht. So, da rein und jetzt da Safe. Aussehen. Da schaut sich das an. Wie habe ich das gelöst? Na wunderbar. Da hat er sich ein paar Achteln verdient. Gehaut sich mal ein paar rote Achteln rein. Was heißt ein paar? Hunderte. Ja, Wahnsinn. Stehen wir weiter. Also wie gesagt, 14. August, da in Röschenkeller. Es gibt insofern noch Platz, weil wir das im Garten machen. Und da geht schon noch ein bisschen was rein. Wenn es Schlechtwetter wäre, dann man muss rein, dann waren wir schon ausreserviert. Aber für draußen geht es Ja. noch. Na, für drinnen müssen wir schon ansagen, ein paar. Also, Ja, für drin, ja. Drum. das ist ja, Dann im Garten am geht schon, 15. ja. August sind wir beim Lentner Kalle. Unser Frühschoppen. legendärer 15. August Frühschoppen, Feiertagsfrühschoppen seit 13 Jahren, 14 Jahren, sowas auch schon, ja. Richtig. Also im Immer am Großedelsdorf, 15. ja. August, ja. 16. August haben wir wieder ein Konzert, Oldschool Kurkonzert in Botschenau im Kurpark. Also falls wer eine gemütliche Motorradrunde macht und in die bucklige Welt fährt, kann ich dort vorbeischauen um 3 bis 4, bis halb 5, glaube ich. Genau, bis spielen 16.30 genau. wir. Und ja, also falls wer da eine Motorradtour zum Beispiel macht und da vorbeischaut, kann er. Und dann 20. August wieder beim Taschler. Legenden. Ich habe jetzt glaubt, der 20. wurde auch gesagt, nein, Christoph Acker, Nein, war nur eine kurze technische Herausforderung, aber 16. Das habe ich ist sofort alles gelöst. da. Das habe ich sofort gelöst. Und wie gesagt, die Termine findet ihr jetzt auch natürlich da in der Videobeschreibung und natürlich auf unserer Homepage 16er.at. So, genug geworben. Auf TikTok. Meine Tochter hat das so viel, weil sagt Andreas Christina. Ja, wer glaubst du ist auf TikTok? Der Patrick. Ja, aber ich habe noch nichts gemacht. Du bist der, ja, du hast das schon, ein Profil. Hast, ja. Ein Profil habe ich auf TikTok, aber ich habe bis jetzt immer nur Sachen angeschaut. Aber und der Klaus lebt
findest du natürlich the one and only Klause. Auf TikTok. Ich tanze aber nicht auf TikTok. Ich mache andere Sachen. Na, wie steht da so Ja, wieder das- eine Motorradgeschichte? Na, das Mögliche. Ist recht lustig. Ein bisschen Blödsinn und so. Ja. Blödsinn stellen wir eine. So, genug jetzt einmal von der Werbung. Jetzt kommt die nächste Werbung. Jetzt hau ich mal etwas auf. Jetzt hau ich mal das aus und gebe euch natürlich wiederum einen kleinen Motivationsanstoß, um für die Pavlatschen, für die Teilnahme der Pavlatschen sozusagen einen Schmattes an Obolus loszuwerden. Findet da die Möglichkeiten über das Konto natürlich ganz normal und über PayPal, auch das natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr genau nachschauen. Ja. Das haben wir auch. Was hätten wir noch? Was hätten wir noch? Ich hätte noch was dann zum eine. Ja, ich habe noch was eine. Was? Regina Korb. Das Hast verstehe ich jetzt auch du nicht. mein Biss schon gesehen in Botschenau? Der Biss? Hast du mein Biss schon gesehen? Das ist die Autokorrektur, die Blöde. Wahrscheinlich. Das ist sicher. Na, weiß ich nicht. Ja, das, mein Handy war auf lautlos. Ja, nein, ich bin ein alter TikToker. Ja, der Fritzl sagt, Instagram ist aus, jetzt schon lange aus. Schon lang aus, ja, Das ja. ist lang aus. Wenn das der Trump weiß, ja, naja, der kann es ja wissen. Ne? Wir sind ja I am from Austria. Ist mir ja ziemlich wurscht. Also, Wenn der Österreicher sagt, make Austria great again, dann redet er vom Kaiserreich. Ja? Nicht von so Also einem ich, kleinen, also nicht von so einem das kleinen Dörfer wie die USA. Ja? Das ist, rettet die Quetschen, genau, der Christoph Acker, wenn PayPal nicht voll ist. Genau, die kleinen Quetschen, die kleine aber da Quetschen. kann man so viel Geld ein, das ist nicht mehr reparabel. Da ist der Klappenboden gerissen innen und das kannst du nicht mehr machen. Nein. Das ist Alles ausreden. Alles ausreden, Nein, Patrick, ist ja das so. muss hergerichtet Ja, werden. das geht nicht. Das muss hergerichtet werden. So, 44 Zuseher, Leideln ist halt super, ganz großartig. Das waren schon 46, gell? Schon So waren schon mehr, habe ich gar nicht gesehen. Aber jetzt sind schon mal 43, ja, werden schon weniger. Werden schon Und weniger, vergesst aber nicht, alle den Daumen hochdrücken, die genau. zuschauen. Gell? Daumen Und so Liebsatz bitte. Kostet euch nichts, bringt uns ein bisschen was. jetzt einmal für einen Schneidwutz, Ride Hard and Travel Gentle, ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Das ist die Gitarre und das Meer. Eine Altwiener Kontergitarre. Das ist von mir Blondie genannt immer. Ein Blonder, ja, warte mal, das muss man mal schön anschauen, da diese Maserung von Ahorn, sieht man das da? Ja. Schief halten. Ein bisschen sieht man. Der Riegelahorn, ja. Ja. Der Ahorn, alles Ahorn, die Decke ist aus Fichte. Und das Bretteln, also das Griffbrett ist aus Ebenholz. Da muss man auf ein tropisches Holz zurückgreifen, weil die so hart sind. Weil jedes andere Holz würde sich so schnell angreifen. Und da braucht man besonders hartes, widerständiges Holz. Deswegen sind eben die Griffbretter Ebenholz in dem Fall. Manchmal aber auch aus Ahorn. Ahorn, ja. Ja, bei der gar nicht. Nein, bei ihr nur das Ebenholz. Traktor schaut aber nicht. Ja. Ja. Aber der Rest ist Ahorn, und zwar der Ahorn ist gewachsen im Bayerischen Wald. Nein, nicht im Bayerischen Wald, da im Nein, im wie bei heißt Bad denn Tölz das da da? Ja, drüben, dort ja. irgendwo. Ja. Also der bayerisch-tirolerischen Wald ist der Ahorn her und die Fichte auch. Die Fichte ja, ist sogar bei der- direkt. direkt aus dem Ort. Aus dem Direkt Ort. aus Lenkis gewesen. Ja. Ja. Bei der Also- da, ja. Das haben wir da. Ja. Panzerband klebt alles, Landtagsstrom richtig. Jetzt. Jawohl. Wann reißt der Klappenmotor bei meiner alten Robert Lute? Na schau die Renate Lechner. Ihr seid Renate, die Besten, nicht grüß nur musikalisch, wo ihr Spitze seid, ihr seid auch menschlicher Traum. Ich stehe auf euch. Renate, danke, du kriegst ein Bussi von mir. Mua. Das ist aber ein Corona-Puzzle, das geht nur online. Online geht alles. Das schaut der Harry steht auf Front. Sicher kostet Daumen hoch aus Anstrengung und Überwintern. Überwinterung, diese Überwin- depperte Autokorrektur, ich Ach so, sage euch das. Ja. Ich kämpfe jeden Tag damit. Ja, Beim Diktieren ist noch besser, wenn ich tippe ja fast nichts, weil ich so schlecht sehe. Ich diktiere jetzt immer die ganzen Mails und alles. Da muss ich es aber erst wieder lesen nachher. Weil da kommt immer irgendwas zusammen. Also, das ist dann lustig an der ich Party. habe es ja schon weggeschickt an einen Klaus, auch haben wir gedacht, scheiße, das ist jetzt unhöflich, direkt machen wir stehen ein Schimpfwort, der auch dabei. So. Aber der Klaus kennt sich eh schon aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Oder ein bisschen bämische Sätze zum Teil. ja. Aber das hier so. Du, der Reit Hard Travel Gentle, ja. Sehr hell, wunderschön. Ja, das ist unsere meine Blonde. Die andere, die zweite, was jetzt beim Patrick liegt, da haben, die ist ein bisschen dunkler, ist aber auch hell. Gebeizt, das Prinzipiell. Rot, so in rot-braun gebeizt. Aber
das war damals so von mir ein Auftrag. Und die zweite, was wir bauen lassen vom Hubert, da habe ich dann gesagt, ich möchte dem Künstler, nämlich dem Gitarrenbauer in dem Fall, nicht reinpfuschen. Ich habe ihm gesagt, was für Parameter ich brauche, also Breite und vom Hals und diese Dinge und der Abstand der Seiten, so diese Sachen. Aber alles andere habe ich gesagt, das magst du, weil du bist der Gitarrenbaumeister. Und wird es dunkel, wird es dunkel, wird es hell, wird es Wo sie hell, haben das sich ist vollkommen wurscht. das gefreut an Instrumentenbau immer. Ja, absolut. Man weiß sich selber meistens am besten. Also, man weiß schon, warum man es macht. So. Ja. Und daher, ja. Und das hat genau die richtige getroffen. Und der ist auch ganz großartig, aber auch noch ganz anders gebaut, als er die andere gebaut hat. Aber ich bin glücklich damit, ja. Ja, Ahornhälse, ja, ehemals. Was haben die Bassseiten für eine Stimmung? Das ist leicht erklärt. Wenn wir also die normale Gitarre hier haben, nicht, mit der E-Seite und dann einfach im Halbtonschritt runter. Also die E-Seite und dann S, D, Des, C, B, B, A und ich habe dann halt ein G und ein F, aber es gehört eigentlich ein Ass und ein G. Aber tiefes Ass brauche ich nicht, daher ist es so. Der Klaus ist geschimpft werden schon gewohnt, ja, das stimmt. Der Renate. Patrick, deine Hose. Ja, das ist ja Bodyhosen. Wir haben heute 34 Grad gehabt. Das war jetzt frei zum Umziehen gewesen einfach. Ich sag's wie es ist. Der Banal ist super. Siri mit Tourette-Syndrom. Ja, genau, das ist natürlich grandios. Grandios. Ja. Mein Vater, bzw. meine Eltern sind auch der Romansteurer, gemeinsam mit meiner Grüß Frau. euch. Und auch liebe Grüße aus Neunkirchen. Grüße Retour. Ja, die Hits. Macht ja auch zu schaffen, so wie uns wollen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau, weil der Bernachus Motto vorher gesagt hat, dass ich B-Seiten gesagt habe, nicht H-Seite. Wobei ich sagen muss, hin und wieder sage ich auch noch H-Seite, weil das mir manchmal nicht vorkommt. Aber es ist tatsächlich das H, das ist so dermaßen verkomplizierend, die komplette Musiktheorie wird im Deutschen sowas von verkompliziert. Völlig unnötig eigentlich. Also das H, genauso wie das S und das Is, ja. Also aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, ja, wir bringen das schon mit. Gerrit Spörk. Wobei, das hast du im Englischen auch, Ja, da hast du auch dann E-Flat oder Ja, da D-Sharp. hast du aber Flat und Sharp und sonst nichts. Ja. Und im Deutschen hast du Is, aber nicht immer. Und S, aber nicht immer. Oh ja, schon. Das S nicht, das ist das B. Ah ja, beim Im Deutschen. Beim Nein, Ja, es ist verkompliziert. Es ist unnötig. und du hast beim Ass hast du zum Beispiel auch kein S, nicht AS, sondern Ass. Ja? Ja. Und das ist, also, wozu? Ja, das ist voll, und im Englischen ist immer Flat oder Sharp. Du sagst die Buchstaben nach dem anderen Alphabet, nicht? A, B, C, D, E, F, G. Ja. Wer muss nicht wissen, A, B, C, D, E, F, G. Und dann sagst du halt, wenn es ein Halbton ist, nicht? Sharp oder Flat dazu. Und im Deutschen hast du dann nicht A, B, C, D, E, F, G, sondern A, H, C, D, Was E, soll F, das G. H? Früher vertrautelte Geschichte. Kommt von der Schrift her noch, von früher. Ja. Reit Hartreibung stehen Siege, da machen wir mal sehr gerne machen wir gerne mal so eine Session, das zeige ich dir, das ist leibend. Du hast gleich heraus auch Kontragitarre. Wenn du Gitarre spielen kannst, ist Kontragitarre, muss man nur mal checken, okay, wie funktioniert es. Und dann einfach probieren, dann tun. hat man es. Dann einfach, kann man da eins sagen, ja, da gibt es eines zu sagen, wie immer. Was denn? Tun? Repetition. Also, Das ist so. Entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den Carnegie Hall? Üben. Das ist so. So die Renate sagt, auch für unmusikalische leider Quälerei. Ja, na, für musikalische genauso, weil es kompliziert ist. Und der Bernard sagt, das B als B wegen dem blöden H. Ja, genau. Das macht es komplett, deswegen sage ich immer B. Und ich sage immer zum deutschen B oder zum B-Flat sage ich immer BB. BB. Ich sage ja BB, ja, da weiß man, was gemeint ist. Ja. Fies gießt die Pflanzen eher nicht. Ja, genau. A-E. E-A. So, Patrick, jetzt spielen wir wieder was. Jetzt geht es mal wieder an. Das sind wir euch Wenn schuldig. man gerade so von S und H, da fällt mir, da ist ja eine Nummer eigentlich. Muss man da. Ich mache den Einlauf, du wirst das gleich kennen. Ich bin gespannt. Der will, ja? Ja, bitte. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich
Gramm im Jahr, die waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater schon einmal im Monat, da pfeif ich auf Tschüss. Ich hab vom Vater so ein Riss. Ich nehm mein Mann und fahr nach Grinzig raus. Und du raus. Spülen siehst die Schrammengel wird aber nicht fad. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine Musik, ob sonst kein Verdiss. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Schiss. Und dann Dulli, 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 und dann Dulli, 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 und dann Dulli aus. Ja, ja, klasse Nummer. Großartig, Ja, großartig. leibend. Der Tom drüber sagt, ich bin bei A ausgestiegen. Der Gebiet ist aber Alphabet kannst du nicht. A, B, C, D, E, F, G. Da warst du schon mal 8 Töne vom Ding, ne? Das ist ganz leicht. 7. 7, Entschuldigung. Naja, dann wiederholt sich so wieder. Ja, also. Das ist Ja, schon ja, wieder eins. ja. Schau die Achtel für eine. Die Achtel Achtel für eine. Nein, das ist wunderbar. Super, na großartig. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, relativ. Na, Musik, ich kann nicht ganz ehrlich sagen, Musik ist was grundsätzlich sehr Einfaches. Ja, aber es war halt so, in der ganzen Musikgeschichte, man muss es ja so vorstellen, dass Musik ja eigentlich nur zur höheren Ehre Gottes, nicht? Also in der westlichen Musik jetzt da, nicht? Wir reden jetzt von der westlichen Musik, und das war also nur geduldet zur höheren Ehre Gottes, nicht? Das war so eine reine kirchliche Geschichte, und da hat man natürlich gesagt, das ist was Elitäres, nicht? Also das ist ein Geheimwissen, da wird man eingeweiht, nicht? Also wenn du dann in ein Kloster gegangen bist, oder wenn es dann eben also in diesen Kreis aufgenommen wird, dann bist du eingeweiht worden und bist mit diesem Geheimwissen, nicht? Vertraut gemacht. Genau, Ja, nicht? kann man Und sagen. so hast quasi die Musik, das Geheimnis der Musik, was du dann präsentiert bekommen hast, die auskennt. Nicht? Und deswegen hat man es verkompliziert. Aber natürlich ist es eine ganz simple Geschichte. Also wenn man es dann wieder aufknotet und aufrollt und sie dann vereinfacht, dann kommt man drauf, Jesus, na, wie einfach Ich ist sag das alle, wie wir da jetzt so beieinander sitzen, da, jeder hat Lesen und Schreiben gelernt und Plus-Minus-Rechnen auch gelernt. Also, Ja, versteht ihr das auch? ja, Es ist so, es ist wirklich so. Es ist, das ist wirklich keine Schwierigkeit. Keine Schwierigkeit. Man muss über drüber trauen, aber es ist natürlich auch in meiner Schulzeit zum Beispiel, es ist so dermaßen, also ich habe das gar nicht mengen. Und ich habe ja als kleines Kind, also als Volksschüler, habe ich einen Klavierunterricht nehmen müssen, und das hat mir überhaupt nicht gepackt. Und ich habe dann Gott sei Dank wieder aufhören dürfen, und ich habe mir von dort dann nichts gemerkt gehabt. Das war vollkommen wertlos, weil das war immer so happenweise Wissen. Nicht? Und in Wahrheit bist du mit dem Theoriewissen rund um Musik, ich sage jetzt einmal mit knappe Wochen. das sagen wir 2 Tage eigentlich. Naja, mehr brauchst du. Dann musst du das nochmal selber durch. Also Ein bisschen nochmal mehr. beschäftigen. Aber es ist keine Woche. Nein. Keine Woche, Nein. sagen wir 2 Wochenenden. Da ist aber Harmonielehre und Kontrapunktlehre und alles dieses Böse, wie man sagt, Ja. auch dabei. Also, Ja, 2 Wochenenden, sagen wir mit knapp 8 Stunden Arbeitstag gerechnet. sagen wir 6 Wochen, ja stimmt, ja. Wenn es genauso, dann hast du alles, was es zu wissen gibt über Dann Musik. hast du das Mehr Handwerk gibt's bekommen und dann musst du das einfach nur noch tun. nicht. Ja. Von Pater Gabriel im Kapuzinerkloster. Ja. Herrlich, herrlich. Ja, Robert Buch, der Klaus Podcast den Schneid. Ja, das muss den Schneid fragen. Ja, was sagst du, Reiter Triple Siehst du, ich komme schon vorhin dummer. Mit meinen Freunden. Ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, wie es wird. Wie wär's mit Läusel, sagt der Fritzl. Sicher. Bringen wir den Zaun. Sicher. Das war damals ein bisschen so ein Persiflage nicht, sondern ich wollte das bewusst in Anlehnung an Ludwig Hirsch damals machen. Und so ist dann auch geworden. Natürlich bringen wir den Zaun. Ja. Regina Korab geht Blumen gießen dabei, sind gleich wieder da. Ja, wir warten auf euch. Der Läusel, ist das noch? Ja. Nein, ich war eingeladen sofort. Ja. Renate Lechner, ich freue mich schon so auf euch. Ja, beim Peter Binder. Beim Ne? Binderbäder im September, ja genau. Sind wir beim Bäder. Bei Ja. den echten Werner.
Genau. Das ist aber ein Termin, da habe ich noch gar keine Daten eigentlich, wann das ist. Oh ja, ich hab das schon. Naja, für mich, aber so, was man veröffentlichen kann. Also die offiziellen. Ich hab dir das schon geschickt. Ich habe nichts Das gefunden. Foto sogar. Ich habe nichts gefunden. Ich hab dir das Plakat geschickt. Auf WhatsApp schon 2 Mal jetzt. Da. Psa, Warte, ich weiß schon, ich ich habe nicht gefunden. Das ist ein Blödsinn sagen, aber. Der Bichelrudi hat mir das geschickt gehabt. Na, Frau, habe ich das geschickt da. Das musst du anklicken. Dann siehst du das. Ja, schick mir es noch einmal. Ja. Schick mir es noch einmal. Ah, das ist das. Punkt. Ein bisschen kompliziert, oder? Schick mir es noch einmal. Das habe ich da schon Der geschickt. Zonkos WTV sagt 2 Wochen, das glaube ich nicht. Oh ja, Zonko. Oh ja, Warte, da muss ich gleich das richten da. Zonkos WTV. ich schicke das gleich. Ich habe da jetzt nämlich die Gitarre weggenommen, jetzt kann ich das nicht da ein. Okay, schau, das verdraht. Zonkos WTV. Ja, der Reinhard ist ja, ich hab geglaubt, da meldest du dich wieder. Ich war dann soweit. Reinhard, Schneid, fix, ist fix, ist fix. Große Freude. Da machst du mir so eine riesengroße Freude. So, hat mir schon geschickt, ich habe von Patrick was gekriegt. Passt, danke dir. Bitte Patrick, gerne. schenk mir nachher gleich, wenn du schon beim Arbeiten bist. So, Bin sicher noch 6 bis 8 Wochen da, ist ein Wahnsinn. ich schenke dir gleich noch. Der Reinhard Adel Gentle sitzt in Chile seit März oder seit April oder irgendwas in Quarantäne fest. Bitte Dankeschön. schön, ich lasse schon aus. Ja. Dazwischen sagen, lass mal offen. Marinus Herzl, schön, dass du dabei bist. Freut mich. Ja, na, aber Zonko wirklich, das geht, also das Theorie, es ist so einfach, Musikwissen ist so einfach grundsätzlich. Ja. Das Instrument dann, dass man das wirklich best, das braucht ein bisschen länger, das ist klar. Aber Ja, du musst üben. diese Theorie, das ist einfach zu, das hast du in einer Aber- Woche völlig kapiert. Aber ich verspreche dir Das das ist so, wirklich- also wirklich, ich verspreche das, wenn du sagst, du beschäftigst dich mit der Theorie jetzt knappe Wochen, und wenn das schon ist, da brauchen wir jetzt schon den ganzen Tag, also 4 bis 6 Tage schon, den ganzen Tag damit strukturiert durchgehen, dann kannst du nachher üben, du brauchst aber niemanden mehr, der dich korrigiert beim Üben, weil du weißt genau, wie es funktioniert. Und das ist wirklich, und da reden wir von der Theorie, aber dann, um das umzusetzen, natürlich, ja klar, du musst halt dann spielen und üben und so weiter, aber das hat der Rudolf Buchbinder gesagt, damals der berühmte Pianist in Österreich, der schon als Kind, also als Wunderkind gehandelt worden ist. Und der hat dann gesagt bei so einem Interview, weil die Interviewerin hat jetzt so gesagt, naja, als Wunderkind, da werden sie ja nicht, keine Kindheit gehabt haben, nicht? Da haben sie sicher gespielt. Den ganzen Tag, nicht? Üben. So, nein. Fußball hat er gespielt. Ja, genau. Und ich sag, wenn es hochgekommen ist, wenn ein Konzert angestanden ist, habe ich gesagt, habe ich vielleicht einmal 2 Stunden geübt, aber nicht mehr. Meistens eine halbe Stunde. Und lieber habe ich Fußball gespielt zum Leidwesen meines Klavierlehrers immer im Tor. Und der hat gesagt, nein, es kommt darauf an, was man übt und wie man übt. Und um das geht's. Das sind ist, jetzt dieses du Wissen. musst das lernen. Weißt? Das ist, wenn man das einmal heraus hat, das geht so schnell. Ja. Der Schneid soll euch einen guten Wein aus Chile mitnehmen. Der schafft keine 2 Tage, den trinke ich den aus. Ne? Sicherheit hat er, glaube ich. Aber das war was, ja, neue Weltweine. Der Dauertester aus Chile, weil du bist noch länger dort, nicht? Kannst du schon dauernd Du wirst die beliefern. nächsten 3-4 Jahre noch in Chile sein wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich gespannt, schlechteste, jetzt muss bin ich ich gespannt sagen. übrigens, weil das Leiberl von uns, 16 Leiberl und der Party der- von der Heidi Stoppacher Genau. sind schon längst auf dem Weg, auf dem Postweg nach Chile. Also zu dir hoffentlich kommt es bald an. Der Harry trinkt einen gemischten Satz, Marinus Herzl, niederösterreichischen gespritzten. Jawohl. Ich bin schon beim Wasser. Der Fossibär war jetzt sofort bei einem Contra-Workshop dabei. Ja. Fossibär, hast du leicht eine Contra-Gitarre? Vielleicht können wir uns also jetzt anderswertig, aber Fossibär weiß ich nicht. Aber, naja, achso, jetzt müssen wir mal in Lösel spielen. Ja, Wollen wir genau. ihn zusammenbringen? Wollen wir ihn zusammenbringen? Ja. Der Ton sitzt. Und wie? Neulich waren wir eingeladen bei einer Feier. Gemeinsam mit den Gruber und die Meier. Alles war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren sogar die Ehegatten. Die
Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel hätt nicht sich. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Kaum waren die Händel und die Fleischlein und serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat, nur dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann gibt's ein paar Schnapsern zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt nach Bader und der Gruber ist kein Vater. Hat sich's wieder zu, der Tisch bricht's an, es ist wieder voll. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel noch dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel auch sicher leibend gefunden. Ja, ja, das habe ich, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Lech. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Wie wollen wir die immer schon gespielt haben? Text Monika Kuri, Musik Klaus P. Steiner. Jawohl. Und die Roten Achteln. Schau uns an, die Roten Achteln von Verlag Arnolfus. Der Fossi bei 4 Kontra muss erst im Lottogewinn aus. Ja. Ah ja, also, gell, was du ein Motorrad kaufen kannst, kannst du einen Contra auch kaufen. So, ne? Mit der 4er, 5er bist du dabei. Naja, mit was billiger und mit einem Zwarer. Also 2,5 brauchst du schon. Drunter geht nichts. Der Christoph Acker hat sich Gewürztraminer rein. Das ist schon Geschichte, die 2 Achteln. Jawohl. Renate Trevel-Gentle freut sich schon. Die Heiselfrau Renate Lechner auf selbstverständlich. Die geht jetzt zum Fixen. Concho il Torre aus Chile. Die hätte. Na klar, na, die Genussdame, die Genussdame. Ich stelle dir vor. Der super Schneid trinkt keinen Wein. Er trocknet die Blätter und wurzelt sich ein Gerät. Ich hätte gar gerne mehr Gerät, aber mir schmeckt das nicht. Das ist es. Ja, du aber sagt, der klingt ein bisschen nach oben mal vom Hirsch. Ja. Das war Absicht. Das war damals wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, was der Zusammenhang war, aber das war quasi, da haben wir gesagt, wir schreiben das im Stil von Ludwig Hirsch. Das war der Hintergedanke. Was schreibt der Zonko? Ein Wienerlied mit Seemannstext. Nein, aber weil wir ja also außer der alten Donau haben wir ja nichts, nicht? Die österreichische Marine ist in der Zwischenzeit. Ja, aber er denkt natürlich korrekt. Früher natürlich auf der österreichische Lloyd von Triest aus, nicht in alle Weltmeere gestochen, sind wir damals noch. Das ist lange her. Aber ist ja die österreichische Marine fährt von Linz nach Wien und retour. Nicht? Aber andererseits natürlich, wenn es ein Tiroler Wienerlied gibt, nicht, ist die Überlegung schon korrekt. Durchaus vernünftig eigentlich, ja. Der Matthias Meier hat gemischter Satz. Jawohl. Das ist noch schön. Erst die B-Seiten, die hat was. Bist du deppert. Das ist ja wurscht. Aber mit einem Seemann. Stimmt, dann sollte man gleich was spielen wieder. Ja.
Ich habe mir gedacht, begreifen, weil die Idee des heutigen, ich überlege ja immer dann, wenn ich so diese Pavlatschen eine störe, Immer. Lass das träumen. Das ist aber kein Wiener Lied. Also. Ich wollte nur. Es steht ein Schieferl in der Lobau. Na, sehen wir es, aber irgendwas von der Donau, das Schiffer Donau, gibt es gar nichts. Ne? Nicht einmal Flößerlieder oder was. In Wien nicht? Nein. In der Wachau gibt es dann Lieder ein paar. Nicht? So, überführen zu der schönen Fischertieren. Das ist ein Wachau-Lied eigentlich, nicht? Das Spitz. Ja, Gott sei Dank singt er bei anderen. Aber wie du das gelungen hast, habe ich mir jetzt schon gedacht, ob ich es ausschneiden soll. Das waren ja herzzerreißende Schreie von dir. Überführen. Alles richtig. Überführen. Ja, Zu der schönen Fischertieren. die Weinbergschnecken. Alfons, ja. Wie ist es noch? Was haben wir noch? Ja. Da schauen wir Matthias Mariacher sagt, mein Großonkel war mit der HMS Center beim Boxaufstand 1900 dabei. Ja, jetzt sag was weit, romantische Liebschaft am Tretboot oder weinbedingter Untergang der Feuerwehrziele. Das ist natürlich eine Idee. Ja, der Freddy Quinn hat Zimmerslieder gesungen. Ja, der Freddy Quinn war ein Herr Neuser, glaube ich, ein Geborener. Ja. War geborener Herr Neuser, hat damals mit dem, mein Gott, wie hat der Kasten? Ja, mit Hardy. Mit Erhard Hassek. Genau, der hat die Gitarren repariert hat, leider schon gestorben. Der Freddy und Hardy, nicht? So sind Freddy und Hardy, so haben die begonnen, ja. Da waren es beide so 18 Jahre alt. Ne? Ja. Bei den Zirkus. Im Zirkus. Ja. Und der Freddy ist dann weiter nach Deutschland. Der Hardy hat gesagt, nein, das hat ihn nicht interessiert, er wollte nach Deutschland einfach. Und der Freddy ist dann nach Deutschland gegangen und ist dort dann entdeckt worden. Ja, einfach. Wisst ihr wenigsten, das ist ein gebürtiger Herr Neuser gewesen. Was Herr Neuser? Aber sehen wir es, die Ziele, die Feuerwehrziele, weinbedingter Untergang, das gefällt mir nicht schon, die Idee. Sollen sie anfangen, so richtig? Gustav, ja, wir bleiben ganz gemütlich. Die Donau, so ruhig und so blau liegt's vor mir. Doch auch, der Scheiße, warte, ich hab's. Die Donau, so ruhig und so blau liegt's vor mir. Doch neben mir liegt doch ein Kistenbier. Und diese haben wir geleert, zu dritt. Nur die Zille, die spielte bei dieser besoffenen Geschichte nicht mit. Drum ist sie kentert, drum ist sie kentert, die Zille an der Donaustrand, drum ist sie kentert, drum ist sie kentert, die Feuerwehrzille am Donaustrand. Ausbaufähig, ja. Wird? Das ist wieder Hit. Wieder Das ist wieder Hit. Hit. Romantische Liebschaft am Tretboot ist natürlich auch super. Das machen wir in C. Romantische Liebschaft, das geht in C. Ja, okay. Pass auf. Eine romantische Liebschaft, das muss man jetzt wienerisch romantisch betrachten. Genau, es ist Vorspiel. Während ich so tritt, ein Tretboot tritt, nehm ich meine Leute einfach mit. Wir sind 10, ne? Gehst du mal jetzt Also, ja, was ich Ich komponiere schon wieder. ja, der komponierst daher rum mit Text. Wenn ich jetzt tritt, da einmal. Da einmal. Dann gehen wir von C aufs Tor einmal. Also statt dem G meinst du? Ja. Dann gehen wir aufs G. Ja, Von nein, G gehen wir das auf hab E7 einmal. Ja, passt, das machen wir. Ja, pass auf, Achtung. So ein bisschen anders einmal, ja. Wann ich so tritt, am Tretboot tritt,
Viel zu einfach ist Musik eigentlich. Das ist ein gutes Wieder nicht Beispiel einmal. wieder. Einmalig. Nein, jetzt haben wir uns blamiert. Bist du gescheit? Na gar nicht. Live. Live-Dichtung und Komposition auch. Ja, Ich Wahnsinn. finde das sehr nett, dass man die Leute ein bisschen die Angst vor der Musik nimmt. Ja, na, das muss man bitte. Das ist, was das. Ja. Ein Fußspiel muss bei der romantischen Liebschaft wirklich sein, das stimmt. Wenn ich so tritt, kriege mit, hab bei meiner alten keinen Kredit. Das ist gut. Das ist auch gut, ja. Kompat ist der Ich weiß Verdammt. es. In der Art, ja. Ja. Ich mache einen Einlauf. Text bei Harry Schnellfond. Du machst einen Einlauf. Vorspiel. Einlauf oder Vorspiel. Nein, zu lange. Achso, nein, ich hätte jetzt nur noch die- richtig nur die gespielt. Stickerl Achso, na machen. gut, bitteschön. Aber geh aufs G dann zurück, ja? Auf 7. Gut, das will ich schon. Wann ich so tritt, krieg ich mit. Ich hab bei meiner alten kein Kredit, drum her ich auf zu treten und tu viel mehr beten. Statt dass ich tritt, krieg ich mit, dass sie litt. Ja, das muss man ein bisschen gescheit. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Dreht's alle mit. Unglaubliche Szenen spielen sie da, meine Herrschaften. Da muss ich auch einen Schlag nehmen. Aber das ist aber eine gute Idee mit der Feuerwehrziele, die auf der Donau kentert. Weil es besoffen sind. Weil sie besoffen sind, ja. Das ist eine super Idee. Zonko, ich danke dir für die Idee. Vielleicht. Und das Ganze in Klosterneuburg noch, nicht? Oder so. Beim Kahlenberger Dorf. Ich dachte, dass ich in Wien noch wäre. Dabei Danke, kentert Renate. die Rollenfähre. Ja. Na, großartig. Spielen wir was wir kennen. Spielen wir was schon fertig ist. Prost, meine Herrschaften. Wir trinken. Oh ja, die Heiselform ist mit Heiselform ist Renate gewesen, ja. Also, trotzdem möchte ich noch einmal hinweisen, bitteschön auf den virtuellen Hut. Weil man, das ist ja, das muss man ja finanziell aushalten. Den Blödsinn. Auf den möchte ich hinweisen, das ist schon, und dann natürlich nochmal. Und da muss ich echt noch was. Bevor wir das machen, Patrick, es passt jetzt zu der Musik nämlich. Heute wieder ein Plakat rein, schaut euch das an, was ich da habe. Ui, das ist jetzt bei mir Dann- stecken geblieben. Na, siehst du es. Na, siehst du es. Da habe ich Höriger Wolf am 30. August, meine Herrschaften, sind wir wieder on stage mit Uli Bär, mit Uli Winter, Toni Grillbaum und Herbert Nowacek als die Blues-Schrammeln. Und da gibt es wieder die wunderbare Mischkulanz von Wien Blues und Hard Rock. Rock. Ja, also das, falls euch das auch schon, weil das ist heute ganz frisch sozusagen fixiert worden, mehr oder weniger, hat sich das eine. 30.08. Das ist ein Sonntag und daher ein Frühschoppen. Ab 11 Also ab 12.30 Uhr. Ab 12.30 Uhr Ab 11 Uhr spielen wir, Einlass, ab 11 Uhr 12.30 Uhr. Tickets, das gibt's alles. Kommt bei uns, ist noch nicht auf der Homepage bei uns, ist aber in Kürze, also gibt es dann bei uns zum Nachschauen. Das wollte ich euch nur noch mal sagen. Telefonnummer, wo man die Tickets reservieren kann. Ist alles da. Jetzt da und dann natürlich kriegt es noch nach. Das wäre großartig, schaut da rein. Das ist eine ganz leibende, wie soll ich sagen, eine musikalische ja, Gratwanderung des Schwachsinns. Aber wir haben eine Riesenfreude immer dabei. Und endlich wieder. Aber durchaus auch von Qualität. Ja, wir sind ja nur Weltmusiker. Wir sind nur das ist Weltmusiker. so, das ist so. Und, ja, und wer Uli Bär ist ja noch ein Name, natürlich, die kennen ja viel. Und das ist wirklich. Also, Auch ich ganz kenne den anderes Apachen auch noch. Ja, klar. Herbert Nowacek, auch eine Legende in Österreich. Der Wolfgang Da ist Lorenz, das jetzt Musik, beim ja. Workshop war ich dabei. Jetzt habe ich was angefangen, gell? Mit dem Kontergitarren-Workshop. Der Christoph Acker schaut den Rest das dritte Achtel auch noch an. Naja, was willst du leicht machen? Mit 2 Achteln, das ist ja, 2 Achtel ist ja ungefähr so wie, weiß ich nicht, wie wenn du gerade beim Tanken in Reservetank auffüllst. Das ist aber vollkommen wertlos. Vollkommen wertlos. Da packt er das Bild von Klaus. Der Christoph, ja, das stimmt, das sind, aber das Das ist Plakat gar, oder ja, was? aber wir bringen nie ein gescheites Foto zusammen, zu sechst. Ja.
Und jetzt nimmt der Toni mal das alte. Aber ist ja wurscht, ne? In Wahrheit ist es Wir wurscht. schauen alle schon ein bisschen anders aus. Nein, ich eigentlich am wenigsten. Nicht? Aber das ist Ein Ohrwurm Deluxe, da ist eine Foto die Heiselfrau. Ja, Patrick, mach dich bereit. ein Hit, ich habe von mir. Nicht? Sie kennt ohne die jemals am Friedhof der Drohnen. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein müssen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der Zinse hört man gerne. Auf geht's! Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlohn. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinsi, oh mit Zinsi, aus Stadtlohn. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hackle und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, weil man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein, ja bei der Zinse, kehren wir gerne, auf geht's! Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlohn. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinsi, mit Zinsi, aus Stadtlohn. Jawohl, hab ich vergessen. Auf geht's, Burma! Die Hände in die Höhe! Ja, fast ein Gratinger-Schluss jetzt, gell? Jawohl. Ehrlich. Würdig beendet. Würdig beendet die Rotenachtelvereine. Das ist natürlich ganz leibend. Das ist ganz leibend. Die Häselfrau. Das ist ein Klassiker. Muss man wirklich sagen, ist ein Klassiker, das schon bei uns. Ja. Also kein Konzert, wo wir das nicht spielen müssen, Ja. wird eingefordert. Machen wir sogar mehrmals schon. Das ist das. Total ist eingefordert. Muss man Gott sei Dank auch der Biesenberg, dass ich Auch der auch Biesenberg, der wieder. aber auch zum Beispiel die Einsamkeit. Mein guter Freund. Ja, die Einsamkeit wird jetzt immer mehr, kommt jetzt immer mehr. Habe ich das Gefühl. Dann als blaue Tinten. Ja, das sind sie neigen. Aber so hitmäßig, Ja, Schaugnefrau. hängen alle dahinten. Schaugnefrau. Ich denke immer, ich kann ich mit einem Radl vorbei fahren. Johann Schütz, Dankeschön. Wo fährst du mit dem Radl vorbei? Beim Wirten? Oder? Das kann man nicht vorstellen. Du willst doch anhalten. Du bist ja nicht am Wirten vorbei. Kennt ihr Ja. den kürzesten Witz? Ich ja. Gingen zwei Musiker am Wirtshaus vorbei. Ja. Christoph Acker, 2 Achteln sind so wie 3 Kugeln vom Weltmeister ist. Absolut richtig. Mit Christoph bin ich heimgefahren von der vom Brennraum Ausfahrt da, nicht, am Sonntag, vorletzten Sonntag, glaube ich, oder, nein, wurscht. Wir waren da gröbere Motorradpartie und die letzten, sozusagen, die dann noch gemeinsam noch dem Regen weggefahren sind, waren der Christoph Acker und ich. Und da haben wir gesagt, wir halten auf in Otterkring, gehen auf Eis. Weil bis 10 der Maus. Mit der Maus. Am 10 bis 10 offen und um halb 10 waren wir dort und man hat sofort da. Der Platzerl kriegt schon die Nee, da Uhrzeit. war keiner mehr, nicht? Aber da haben wir uns rein und der 7 Christoph, Kugeln, nicht? der Christoph bestellt sich 3 Kugeln Eis. 3! Das ist Was steht nicht? für das macht man ja normal einen Eisbecher gar nicht dreckig. Nicht, ich meine, ja, man tut 5 Kugeln. Überall 5 Ah, Kugeln. 5 ist auch, ja. Für um die Uhrzeit, ja. Oder haben wir 7 Das reingehauen. ist 7, aber ist nicht am Na, Schluss. 7 oder ist 5, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bin ich jetzt überfordert? Auf jeden Fall war das natürlich herzerfrischend lieb, nicht? Wie der
Mit 3 Kugeln Eis, aber das Becherl allein, das war schon zum Ausschauen, war das schon ein Trauerspiel. Nicht? Die 3 Oder Kugeln. sie wenigstens ein zweites noch nur dann. Nacke, nacke. Ah, nein, schau. Johann Schütz bei Friedhof, also beim Friedhof in Stadtlau. Wenn er mit dem Radl vorbeifährt, denkt er an uns. So seine Pumpentriebverbot, ja. Naja, das hat es natürlich. Wobei bei der Maus muss ich auch eins sagen, was ich besonders gern dort habe, ist der gerührte Eiskaffee. Ja, der ist ja gut, aber wenn ich beim Maus bin, muss ich Eis essen. Es nutzt nichts. Das ist ein Mokka, ein doppelter Ja, sehr Mokka, gut. mit Kaffee, Eis und Schlager, was verriert. Ja, das also Das ist Maus ja, eingeheim. ist sie meistens sowas und dann ist sie noch mal ein extra Eis. Ich war mit den Brüdern einmal dort, haben wir beide gegessen, haben wir nicht gewusst, schokoladig oder fruchtig. Fruchteis oder Schokoladeis, gemischt geht nicht. Ne, das geht Nein, nicht. das mag ich auch. Und da haben wir beide haben wir gesagt, na essen wir mal Schokoladeis. Ne? Und da haben wir 5 Kugeln Schokoladeis gegessen, also verschiedene so Schokosorten halt. Ne? Ja, dann haben wir uns noch ein 7 mit Frucht nachher noch reingezogen. Ne? Aber problemlos, problemlos. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ja. Das Trepferbad machen wir heute. Christoph Acker sagt 7 waren es, ja, das war es doch die Das war das große. Große, ja, Ja. das ist eine Standardgeschichte. Ja. Ne? Ja, der Christina sagt, ja, da muss er schon wieder petzen. Ein paar Tage zuvor der Klaus in 9 Kugeln Eis verdrückt, habe ich noch nie gesehen. Ja, aber das war hintereinander. Also das war nicht auf einmal. Wobei ich muss sagen, wenn ich mir aus dem Eisgeschäft eine Box mit einem halben Liter Ja, habe, der ist halbe ja Liter ist ja auf, aber das habe ich schon als 14-Jähriger gesehen. Sehr lächerlich, das ist ja lächerlich. Der halbe Liter. Weißt du, was der Christoph Acker sagt? Neben der Kirche ums Eck. Das Ja, wird. machen wir auch noch. Machen wir. Gehen wir spielen. Du hast ein Konzept heute, gell? Ich hab kein Konzept. Der Zonko sagt, 9 Kugeln sind aber echt Mörder. Das ist nix. 9 Kugeln Eis, das ist nix. Das ist, Das ist im Prinzip ein Siersi. das ist nicht einmal ein halber Liter Limonade. Nicht, was es zergehen lässt. Wenn es jetzt geht, Da kommt ein Seidel Frukade aus. also was der Topfinger mit Vanillesauce isst in der kalten Küche, ist das, halt, glaube ich, mehr. Den Einkugeln Eis. Jawohl. Richard Eigner, was sagt der Christoph? Hat geglaubt, eine Kugel mehr und die Mopeden, der zahlt ihm nicht mehr. Richard Eigner, Weltmeldung. Eine Wieso Weltmeldung. ist er umgestiegen auf 125 oder was? Nein. Na herrlich. Ja, na pass auf, das Machen wir das Trepferbad, ne? machen wir zuerst. Trepferbad oder die... Machen wir das Trepferbad vorher. Machen wir Trepferbad. Susanne Bumm, Jawohl. Trepferbad. Machen wir dann natürlich. Wenn ich euch bitten dürft, zwischendurch, wenn ihr einmal Zeit findet, haut auf den Daumen nach oben, haut einmal drauf, dass wir das aufkriegen, dass der Algorithmus von YouTube weiß, dass Wienerlied lebt. Das war super. Ich danke euch schön. Bald sitzt eine neue Kugel, das sieht man. Das Hemd schlagert. Das ist nur eine Kugel. Also, Ich meine, das ist, glaube ich, das einzige Hemd, was ich habe, was 40 Größen größer ist wie ich, aber ist ja wurscht. Ja. Na gut, ja, was haben wir gesagt? Trepferbad. Ja, Alles komplett durch? na sicher, oder? Das kann man schwer ab. Kann man schwer ankitzen. Das kann man nicht mehr rein. Prost. Das ist ein Problem. Trepferbad. Bin bereit. Das Bin im stimmt, Anschlag. du musst noch schlage mal an. Das war doch gut, die Frage. Weiter. Na, passt schon. Passt schon, Ja. Jawohl. Das ist die schräge Wiese, was er da spielt. Ach so, oh, Das Entschuldigung. Trepferbad. Aber ich meine, das ist wurscht, das war auch nicht schlecht. Nein, schon mit einem ordentlichen Fußspiel, wie es gehört. Ja. Wie es gehört. Ich bin im Anschlag. C-Tour. Weiße Tasten, das ist ganz leicht. Wie geht denn das Fußspiel? Weiß ich gar nicht. Das einfachste Fußspiel. Fange ich an damit? Das fängt nämlich wirklich so an. Es ist die einzige, die wir noch glauben. Vergangenen Freitag haben wir 2 Trepferbad. Dass ich nicht dabei war, das ist schon. Da unten beim Kassier, da hat eine Frau gemacht, ab der Höhe. Ja, was ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Tanzen Sie auf der Pilsam, werden Sie ganz besonnen, hören Sie einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stelle ich mich immer mehr mit Ihnen her. Sie glauben, wir Sie da in einem Vogelhäusl sitzen, kennen Sie eine schwolke Frau durch eine Sie. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Hitzen. Und nur den Kartenbändiger, meine. Endlich sind wir drinnen in der ungedeckten Kabine. Ja, aber die Nocker
Einer von den Ockern, der Riesen am Blick fühlt, sie fränschen uns, als wie ein Röntgenbild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mehr gewiss, ja welcher Fuß er ist. Sie ist wie ein Norm aus mit Singlesschuhe, außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder ran. So jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen, kaum was drunter uns dann hoch mal wieder rein. Wir kriegen zu, an so einem Wurz am Großen und gingen zampen, ins Body rein. Der Gefühle, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Da links noch hat's ihm hier und der ist baff. Wie er wieder aufsteht, und wieder zum Brause hin, aber ja, passt der Däne in die Duschkabine, in der nächsten Klause, unter der Brause, da hat das Röntgenbild, grad hin und her bemüht. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt war's ein furchtbar zusammenzuckt, bei den Gefühlen hat's grad wieder alle hin. Die ganzen Brausen sind verboten, die Wind sind eingedruckt. Das ganze Trittverbot, das ist jetzt nie. Jawohl, so schaut's aus. Und die Achteln fallen rein. Herrlich, danke euch. Na was? Jetzt was du immer da ausbläst mit deiner Harmonika in Luft, ne? Dann vertraut immer da die. Naja, was? Das nur mit so einem Stirnchen. Das ist ja nicht wirklich gescheit aufgehängt. Naja, aber normal hängt ja da die Gitarre, nicht? Und da kann ich das nicht. Ja, genau, ein Anti-Corona-Lied, ein Gedränge in der Menge. Skandalös Österreich. Schau, der Christoph Acker, Iglo Walnuss Eisbox auf 2 Sitz weg. Naja. Ja, wie gesagt, also Eis, also das ist ja lächerlich. Das ist ein lächerliches Thema einfach, weil das ist so wie Achteln. Also das ist zum Beispiel, man muss sich zumindest in der Ebene Bouton unterhalten, weil was über Achteln, nicht? Wie viel Achteln hast du, das ist, wenn man wo essen geht, nicht? Und du trinkst 2, 3 Achteln, okay gut, dann hat das einen Sinn, weil du trinkst vielleicht nicht mehr, also außer die 15 Regeln davor, oder sonst nicht. Und dann, ja, sagst 2, 3 Achteln, aber wenn du zum Heirigen gehst, du gehst ja nicht in Achteln rechnen, du schmierst dir einen Bierdeckel voll mit Strichern. Nicht? Achtel, Ist so. ein Achtel, was ist ein Achtel? Nix. Dreier will man drin. Ja. Danke Renate, das ist ja nicht. Wanderer und Zwickel wären stolz, ja. Die zwei. Wanderer und Zwickel, ja, die waren großartig. Ja. Ein grüner Veltliner Eis. Nein, das ist das. Nein, Weineis gibt es nicht. Oh ja, Roteneis habe ich schon gesehen. Ja. Ganz nett sogar. Champagner-Eis auch. Es sind Sorbets. Das ist ein Eis, ja. Gibt's es. Das ist ja so ein Eis. Ja, aber das ist ja die ein Eis. Nicht? Das ist Ja, aber die kriegst du nicht. nicht oft wo, ja. Campari Soda gibt es auch. Das ist Am unwahrscheinlich. Schwedenplatz hat der das ab und zu. Ja, am Dienstag, wenn er die Sorbet-Eis hat. Sonst nicht, weil ich war jetzt erst ich war erst dort jetzt. Oder Campari Orange auch machen. Das war ein Wahnsinn. Wir waren am Sonntag mit meinem Onkel allein, nicht? Waren wir am Schwedenplatz beim Eisissen. Ja, Wahnsinn, nicht? Keine Leute. Normal kämpfst du am Kennst Platz. du deine, klar. Keine Und da merkst du, da. die Touristen fehlen. Die fehlen, ja, klar. Wart ihr in der Innenstadt dann auch drinnen noch, beim Stephansplatz oder so? Nein, war viel zu heiß. Nein, wir waren auf der alten Donau frühstücken und sind dann nachher. Bootshaus. Haben wir gesagt, ja. Und wir sind dann nachher noch auf Eis gefahren, da habe ich gesagt, fahren wir Schwedenplatz. So, Gerd Brunner auch. Ja, der Gerhard Bronner war ein ganz ein lieber Mensch. Der war öfters bei uns zu Gast. Ja. Der ist wirklich mit uns gekommen. Also das beim Schmidhansl, ja, war super. War leibend. Ja, nein, Gerd Brunner haben wir gute Erinnerungen. Ja. Ganz lieb. Absolut, ja. Ganz lieb. Ja. Rudi Korbe spielt was für Frau mit Herz. ja. Wie ist es noch, der Christoph Acker muss jetzt noch ein 4 Achtel trinken. Na, gell. Ist ja der Christoph heißt. Der Unterschied zwischen Musikant und Musiker. Musikanten spielen für Alkohol, Musiker spielen für Geld, um sich Alkohol zu kaufen. Naja, nein, ich habe schon Musiker kennengelernt, die nichts trinken. Ja. Reißt aber nichts. So, jetzt machen wir die Kirchen gewünscht. Das Taschenlied.
Das machen wir natürlich auch jetzt da. Gern. Also das eine ist auch einmal singen, gell, was du immer... Nein, da woanders hänge. Die versteckst. Ich häng Nein, woanders. meistens dort. Nein, ich sag dann, wann das Na gut. Das ist woanders. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da steht ein ganzer kleines Dörfel, mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige, ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Jetzt weiß ich's. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und Vögel klingt drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige, ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen da die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum finden wir mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Drum zeig uns die Gemütlichkeit an. Eine Runde geht noch, jawohl, hat's eine Geraume noch für ein paar Träger. Gehen in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit. Ist Ja, es wird schon. Es wird schon. Es wird schon. Ja, Schöne Wahnsinn. Nummer, Klaus. Gelungen. Ja, danke. Ja, das gefällt mir selber. Ist wirklich schön. Gefällt mir selber. So, der Landtagsstrom, so, der Knopfzauberer. Ja, das Dankeschön. Regina Korab, das Lieblingslied von der Merlins Kiefer du? Renate, erst. Bis jetzt warst du mir sympathisch, gell? Wieso? Was du gegen meine Hosen hat, erst.
extra ausgesucht die Badehose. Das, Ja, was hat das mit der Skiffelgruppe zu tun? na, wenn, Die Regina Cora. ach so, ich Renate verstanden, nicht Cora, okay. Fährt gleich herunter, ne? Macht eine Publikumsbeschimpfung höchster Würde. Nein, die Regina Cora, Lieblingslied von der One-Bands Skiffelgruppe, das ist bei mir einfach. Weil es gibt ein wirkliches Lieblingslied von mir, aber das kann ich aber nicht spielen, nur zur Info. Und zwar, ich weiß nicht, wie das heißt, aber der Refrain ist: Leider bin ich mir von ganz was anderem, nämlich vom Wandern durch den Wiener Wald. Und das ist herrlich. Finde ich Großartige Nummer, ja. Fast hätte der Sultan Soleman die Wiener Stadt eingenommen. Aber über den Kohlenberg ist sein Armee nicht gekommen. Am Abend sagt seine Lieblingsfrau: Huch zu, du stolzer Krieger! Das sagen wir, was. Der Gefühl, weiß ich nicht. Darauf sagt er zu ihr: Frag nicht so blöd. Nein, frag mich nicht. Na, wie geht das? Darauf sagt er ihr: Ich frag mich nicht. Leider es ist mir zu blöd oder irgend sowas. Und dann geht es halt: Leider bin ich mir vom Wandern, nämlich vom Wandern durch den Wiener Wald. Naja, was soll man machen? Na, schon langsam kommen wir zum Schluss. Ja, der Fossiberg geschlafen. Fossiberg geschlafen, dann machen wir gehen wir auch schlafen. Nächste Woche kommen wir ja wieder aus der Klause Klaus. Nächste Woche schon ist das ja freilich. Ja? Am Sonntag haben wir Botschenau. Botschenau, Konzert und dann am Montag. Montag werden wir ein bisschen was machen. Genau. Oder es hat 35, 37 Grad, dann werden wir wahrscheinlich weniger machen, aber werden wir im Eisgeschäft sitzen. Der Patrick immer sagt, wir können nur zu, wir können Schluss machen, wenn die Portalen Das leiden. ist ein Schluckerl von eigentlich. Ja, sicher. Aber Entschuldigung, also wir können nicht Schluss machen, wenn die Flaschen leiden. Das stimmt. Das ist richtig. Das kleine Haus, das würde ich mir wünschen, der andere ist das kleine Haus. Ich weiß, ein uraltes Häusl wahrscheinlich. Das kann sein. Weil draußen den Otterkring, das vermute ich jetzt einmal. Brigitte Scheurer kommt rechtzeitig zum Schluss. Der Rudi Korb ist eine Weltnummer. Bravo, Klausi. Danke dir, Rudi. Rodolfo Corbetta. Zum Wohle auf euch noch. Jetzt einmal. einmal. Prost. Also. Nein, weil wir haben kein Pavlatschen Das beendet. müssen wir aber schnell trinken, weil das ist ja schon warm. Ja. Ui. Ich habe nicht gewusst, dass so viel drinnen ist. Ja, Da war ordentlich. ich hab da noch was aufgekommen. Ich bin ein netter Ja. Kollege, weißt du. Nein, aber die Ehre, das war ein Schwall. Ein Schwall war das. Da kriegt der Name Schwaller ganz eine andere Ja. Bedeutung. Erst da sind wir wieder beim Thema die Ziele auf der Donau. Der alten Donau waren sehr gut. Ja. Klaus Klebten, Landtalstrom, na danke schön. Naja, aber pass auf. Na warte mal, wenn jetzt noch andere Wunsch, jetzt habe ich den Überblick verloren. Aber wir müssen, weil solange was im Glas ist, können wir Ja, nicht aufhören. können wir nicht aufhören. Das geht nicht. Jetzt tun wir aber noch Wasser einschenken. Ja, so ist das Ins Leben. Wasserglas. Ins Der Wasser. eine kommt nach Paris. Der andere kommt Ja. nach Schunz-Jagons. Ja, das Leben spielt mit uns. Was hätte man noch so? Also mein Plan ist ja komplett daneben gegangen. Jetzt, wo wir quasi schon am Ende sind, kann ich ja sagen, was mein Plan war. Eigentlich, so wie ich das dann so geschrieben habe, auch in der Beschreibung, dass man quasi so die Kraft und die Würde und das Wesen des Wiener Lieds, da sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen. Gar nicht eigentlich. Wir wurden unterbunden und ich wollte eigentlich ein paar so alte Lieder anspielen, ordentliche. Dann spielen wir eins an. Ja, aber die Wünsche sind anders. Der Fritz Stadthaus wünscht sich das Skyline. Jetzt, Die brauchen nichts lernen, die sind Weltklasse, sagt die Renate. Dankeschön. Ja, aber wir lernen schon noch gern was dazu. Das ah ist, ja. immer wieder ein paar neue Lieder, also neue alte, vor allem alte. So ist das Leben für die 16. Ja, aber das habe ich gar nicht im. Schläft der Patrick wieder bei dir? Ja, ja, also nächste Woche. Ja, nächste Woche schläft er. Das heißt, der Patrick wird wieder entfesselt. Aber es gibt trotzdem keine XX-Latsch. Nein, XX-Latsch nicht. Aber natürlich sind wir da ein bisschen lockerer, weil natürlich können wir was trinken. Unseren Dauertester auswinden bis zum Begrenzer. Ja, der körperliche Begrenzer Ja. sagt so, jetzt ist genug. Ja. Und dann natürlich, ja, haben wir ja noch würdigst Gin Tonic in Massen. Brigitte Scheurer, du bist zu spät, leider. Piron und Knapp wurde bereits gesungen heute. Ja. Leider, das tut mir leid jetzt. Ja. Na, wir werden aber heute, pass auf, wir werden dann beenden, da blendet dann ein, jetzt muss ich schauen, wie ich das da habe,
Da blendet er nicht das Plakat für die Demo. Ich muss schon schauen, wie ich es habe. Jetzt da, mit der Hand. Und da spielen wir den Moped Start zum Abschluss mit dem Aufruf. mit dem Aufruf zur Demo. Genau. Aber ich muss schauen, wie ich es habe. Ich finde das da jetzt nicht. Da. Da. Warte mal, ich muss noch testweise muss ich jetzt da reinschieben mal. So. Jawohl. Technisch einwandfrei. Weil die Herrschaften, ich meine, ja, klarerweise ist nur sinnvoll, wenn einer mitmacht, der Motorrad fährt. Das Angebot steht nach wie vor, wenn es für uns eine Beiwagenmaschine gibt, dann nimmt der Partner. Wieso kann sie? Was heißt kann sie? Nimmt schon frei. Ja, aber die Eichel, das geht um was anderes. Ob da einer dabei ist oder nicht. Nein, oh ja, weil es geht um das. Nicht Motorradfahrer. Nein, es geht ja um was anderes. Wenn wir Beiwagenmaschinen kriegen, für den Tag, dann müssen wir dabei sein, aber da haben wir die Instrumente mit. Da spielen wir bei jedem Treffpunkt, spielen wir dort den Wienerlied auf. Das müssen wir machen, Patrick, das müssen wir machen. Wenn wir Beiwagenmaschinen kriegen. Das ist das. Auf jeden Fall, warte, das blende ich jetzt einmal wieder. Wir haben nicht einmal einen Helm daheim. Ja, aber hab ich. Da passt man sicher. Hab ich. Na sicher. Ein Hodiner zum Abschluss, der Aufreißer Plus, Horst Gmähler. Na, alles machen wir nicht, das ist ja kein Wunschkonzert, nicht? Aber einen Hodiner könnte man machen. Wo ich einen Hodiner muss. Du kriegst der Fakis die Flaschen leer. Jesus, Mann und Josef. Machen wir einen Hodiner mal, ha? Wenn mich der Herrgott fragt, ja, machen wir einen Hodiner. Der Reinhard Schädel. Die XXXX-Sendung war ein Hammer, legendär. Ja, die war schon ein Wahnsinn, ja. Ich meine, ich habe da kurz einmal so reingeschaut, am Schluss. Und dachte, Es war hart an der Grenze zum Schluss, finde ich eigentlich. also wenn man sich selber anschaut, wenn man angesoffen ist, das ist schier. Furchtbar, Nein. furchtbar. Ja, nimmst die Musik mit. Also wie gesagt, der Reinhard sagt das auch. Patrick, du musst die Einladung, das musst du verschieben. Alles. Wenn wir es müsst ihr auftreiben, eine Beiwagenmaschine, dann sind die 16er Buben offiziell bei der Biker-Demo dabei. Dann fallen mir muss aber zweisitzig sein, wo man im Beiwagen die Instrumente haben können. Einer, da tust du jetzt den Beiwagen und ich kann die Gitarren bugeln, das passt schon, und tue die quetschen. Das ist ja mir vorne da nicht, keine Geschwindigkeiten, das ist ja so eine Konvoi-Geschichte. Ne? Mhm. Und Da können wir sogar spielend fahren. fahren muss ich schon. Nein, dürfen wir nicht. Da dürfen wir schon, weil das ist ja eine Demo. Aber Das ich ist kann das andere. spielen. Du kannst spielen. Du kannst die steirische auch noch mitnehmen. Also bitte stellt auf für uns eine Beiwagenmaschine. Dann ist der Patrick dabei. Kriegst du das hier am Sonntag? Ja, krieg ich. Wenn das wäre, bitte. Ja, lasst eure Kontakte spielen, ich kenne wirklich keinen. Wir brauchen eine Beiwagenmaschine, die uns geliehen wird. Und dann haben wir die Instrumente mit dabei und bei der Demo, wir spielen Wienerlieder bei den quasi Treffpunkten. Der Pause und so weiter. Da sind wir dabei. Wer hat die überall? Ja, geht schon. Jawohl. Der Helmut Fahler. Heute später dran. Helmut Fahler, du bist quasi zum Schluss. Aber ich freue mich, dass du dabei bist. Helmut Fahler, Leibwand. Ja. So ein Ural war ich leider. Ja, Ural war super. Dauert man schon wieder. Auf Höchstgeschwindigkeit kommen wir eh nicht. Bitte alles sehr wurscht dabei. Die Renate sagt auch Gott sei Dank fertig, Klaus. Ja, das machen wir schon. Ich habe ein Vorsichtigkeitstraining gemacht, Patrick, brauchst du keine Sorgen machen. So ängstlich bin ich nicht, von Haus aus nicht. Aber Renate, kennst keinen Chile, der auf die Gache eine umstellen kann. Bis am Sonntag bauen wir es. Dann bis zum übernächsten Sonntag. Bis zum wieder. Hole zwei im Bein und die haben dann eine Schräglung. Kein Regner. Ja, großartig. Die hat dann Peter Richtinger hat die Ural der Zonko gerade gescheit. Richtinger. Naja, aber die Herleute, glaubst du? Der Motorradfahrer Roberto sagt auch, er war dabei bis zum Schluss bei der XXL-Sendung. Das war ein Hammer, ja. Ja. Na, vielleicht stellen wir eine auf. Leil, macht Das war aber eine Geschichte. Macht es stark. Die 16er sind dabei mit Instrumenten, das Wienerlied lebt, bei der Biker-Demo am 3. Ausnahme, wenn es schied, wenn es regnet, dann machen wir es nicht. Ja, da können wir nicht spielen. Da können wir nicht spielen. Da bin ich nur so Da bin ich dabei. nur, das ist, Da bin ich nur so dabei. Das ist eine argliche Geschichte. Ja. Aber ich bin bei jedem Wetter. Also bei Schneefall bin ich dabei. Aber mit Instrumenten, das machen wir nicht. Ja, das machen wir.
Nicht gut, was haben wir jetzt gesagt? Machen wir einen Hodiner? Was machen wir? Einen Hodiner. Machen Ja. wir einen Herr einmal, oder? Hm? Oder nein, machen wir, was wir schon länger nicht gespielt haben. Ja, Ja? ja. Der falsche 50er. Ein falscher 50er. Selten gespielte Nummer eigentlich vom Dings. Ja, sehr selten, ja. Wir haben es sogar aufgenommen. Auf der ersten CD haben wir es drauf. Nein, auf der ersten nicht. Oh ja, auf der ersten haben wir beim Axel Roth aufgenommen. Wirklich, oder? Ja, ja. Nein. Oh ja. Nein, ich glaube, ich sag dir was, ich Nicht glaube, auf der Vorstadt Plus. deswegen glaube ich, was haben wir dann beim Vorstadt Blues aufgenommen? Weil da hat nämlich noch der Rodiner gesagt, dass ihm das Coverbüdel von der Mutter so gefällt, das Minorell. Ich glaube nämlich, dass das haben wir bei Und da hat er gesagt, dass es ihm gefällt. Aber es kann ja nicht sein, du bist ja meistens... Ich glaube das schon. Geht ja was Dieser aus? Sahnebuben ist super, auf viele haben schon. Nein, so Sahne, ich will mir keine Beiwagenmaschine kaufen. Ich Nein, will es mir nur geht. eine ausleihen. Aber gute Idee, aber ich will mir es noch ausleihen für den Tag. Sonst nicht. So, passt schon, ja, in Dora ist das, glaube ich. Ja. Mein Freund und ich, wir waren ein sauberes Gespann. Wir waren im Park einmal einen alten Mann. Ein Bärsel heimlich aus der Tasche gezogen, sind gerannt und haben uns voller Lachen gebogen. Da war ein ganz neuer 50er drin, voll verrät bin ich gleich zu meinen Vater hin. Hab ihm einen gesagt und gleich eine Ohrfeige gekriegt, die hat bei mir so richtig gewirkt. Drauf sagt er, blöder Bub, hör gut den Faden zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher seine Freiheit gerettet. Drum nimm's Papier lieber schnell in die Hand. Zirkel nie das Fest und noch ein Haus an der Wand. Dann dreh und geh in die Welt hinaus. Wer trifft den Kopf und zu ans Elternhaus? Und meinst das Schicksal einmal schlecht mit dir? Komm zurück zur Mutter und zu mir. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Liebs Mutterli, was nimm ein nach Haus. Doch hat ein anderer mich mir weggeschnappt. Doch hat mein Freitag gehabt, was weiß ich nicht. Ach Mutter, da ich bring das Lieder und gib ihr auch meine ganze Freiheit drum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief, der mich noch zur Besinnung rief. Drin steht, mein lieber Bub, hör gut der Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher seine Freiheit gerettet. Drum nimm's Papier lieber schnell in die Hand. Zirkel nie das Fest und noch ein Haus an der Wand. Wegen so ein Madel ist das Leben nicht aus. Wer trifft den Kopf und so ans Elternhaus? Und er meint das Schicksal einmal schlecht mit ihm. Komm zurück zum Vater und zu mir. Schöne Nummer. Wunderschöne Nummer. Da war ein anderer Draht, das ist immer ärger geworden. Ein paar Strophen hätte ich noch gebraucht, dann war ich schon hingekommen. Dann war ich hingekommen. Gut, die Achteln fallen rein. Das hat echt gefallen und das ist schön. Herrlich. Herrlich. Das ist eine schöne Nummer, ja. Leider unbekanntere oder respektive eine nicht, wie du schon gesagt hast, eine nicht so oft gespielte. Ja. Hätte ich noch weiter aufgekehrt, na schau. Ich bin nicht dran traut, Bin immer wieder ein Stickerlaufe, zu zaghaft habe ich. Okay, jetzt passt schon. Ja, zu zaghaft. Na gut, machen wir noch Skyline, nicht? Für den Fritzl. Hat sie es gewünscht.
Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dich macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Gelungene Komposition, wieder vom Glas. Herrlich. Da gibt's gar nichts. Fällt mir so die Nummer. Wobei die gar nicht, die habe ich nicht so oft gespielt, die hat mir nicht so lang, also die habe ich nicht so am Ding gehabt. Schöne Nummer. Liebe Grüße aus dem Pinzgau, Sonja Soda. Die gefreut mich. Ja, oi. Grüße Retour natürlich. Schön, dass Grüße du in dabei den seid. Pinzgau, ja. Das ist große Freude. Ja. Ich liebe und bewundere euch, Renate Lechner. Ich danke dir schön. Ich danke dir schön. Wien kann stolz auf das Skyline sein. Wien ist eine Weltstadt und vor allem die Weltstadt der Musik. Brigitta Scheurer, ja. Das ist schön. Ich meine, natürlich muss ich ein Bei bisschen mir da, bei mir noch da sein. Ja, bei mir noch da sein. Naja, jetzt sagen wir mal, sie war die Weltstadt der Musik und ja. Aber das lassen wir jetzt. Aber du hast natürlich recht. Es ist einfach, die Energie ist noch immer da. Da kann man nichts sagen. Also fangen wir uns zum Ärgern an, dann ärgere ich mich dann über Swimmingpool, die am Gürtel aufgestellt werden und sonst die Scheißdreck. Ah, furchtbar. Und ist schon genug wieder. Ist schon genug. Ist schon genug. Ist schon. Machen wir noch eine Eigenkomposition. Sicher. Ein guter Freund. Den machen wir. Den machen wir Machen jetzt. wir noch und dann machen wir Schluss. Dann machen wir, zum Schluss machen wir den Moped-Start Den machen wir dann, ja genau. mit dem Plakat für die Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Grund, da kennt ein Wurstel, jeder Schlag. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht.
Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Bin wohl ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde allein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, geh unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Und so mach mich Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so mach die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Sie ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz ruhig ein. Klasse Nummer. Auch ein Hit. Auch ein Hit. Ja, ich mein, Wunderbar. naja, schaut sich so an. Roderachteln war kurz in den Niederlanden, die Wildcat. Steckt viel Wahrheit drin, sagt der Rudi. Der Renate Lechner hat gerade geschrieben. Das Kenn kenne ich ich gar nicht. nicht. Kennt von auch diese. Ja, stimmt, dieser. Ja. Hat aber der Klausi geschrieben. Ist ja- Und da weiß ich noch genau die Entstehungsgeschichte. Der Refrain ist entstanden am Weg zum Heirigen, damals zum Weinstock, den gibt es ja mehr. Die erste Strophe ist beim Weinstock in Ottergring entstanden, die zweite Strophe bei der Zehner Marien und die dritte Strophe dann im Schwarzen Raben, das wird also so ein Pub, ist das dann in. Und dazwischen immer am Weg dazwischen noch immer den Refrain komplettiert. Und dann am nächsten Tag, am gleichen Tag, wo ich das immer mal zusammengebracht dann wieder heimgekommen bin, Im Schwül. im Schwül, aber am nächsten Tag habe ich das dann musikalisch umsetzen. Die Einsamkeit nach das Keilein, Weltklasse. Motorradfahrer Bert, ich danke recht narrisch. Ja. Gehen wir's an. Bin bereit für das letzte Lied, Achtel ist auch klar. Christoph Acker. Jawohl, ich stehe ein. Wunderschöne Nummer, Christoph. So, meine Herrschaften, eine. jetzt ist es soweit. Haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir haben alle Termine angekündigt, die wir Angekündigt haben wir wollten. das, ja. Den virtuellen Hut können wir euch auch noch mal jetzt zum Abschluss noch einmal schmackhaft machen, wann es euch geht und wann es möglich ist. Haut uns ein Schmattes halt. Das muss nicht viel sein, es kann viel sein. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Haut uns irgendwann was ins Hut, in den Hut rein sozusagen. Da würden wir recht dankbar sein.
denkt an unseren Dauerwinzer, also Dauertänzer. Unser Dauertester von den Winzer. Dauertester, ja. Würdigt den auch vielleicht, wenn es mal wieder ein Wien seid oder Ausblick wenn Wien, ja. dort schaut auf seine Seiten. Was haben wir noch? Haben wir alles durch? Ich glaube, wir haben alles. Eigentlich haben wir alles durch, ja. Den Text am Weg zum Heurigen geschrieben. Vom Heurigen ist nach dem Heurigen ist vor dem Heurigen. Ja, Red Hard Rebel Gentle, es ist halt so was passiert. Das ist bei uns auch immer so ein geflügeltes Wort. Bei den Bluesschrammeln haben wir auch gekündigt. 30. August. August, ja, 12:30 Das Uhr. stellen wir eine. Einlass um 11 Uhr. Die stellen wir Dein eine. Wolf. Da stelle ich eine. Mit Oli Bär sind wir da wieder ordentlich auf der Bühne und quasi mit der Hälfte der Untouchables. Und da haben wir das geflügelte Wort von es wird passieren. Egal um was geht. Es wird passieren. So, das haben wir eingeblendet. Und jetzt sagen wir herzliches Dankeschön, wunderbar, dass ihr dabei seid. Aber jetzt enden wir natürlich mit dem Hinweis, und den muss ich ein bisschen kleiner machen, dass man es sieht. Ich meine, Hauptsache man hört uns. Ne? Nein, ist schon wichtig, dass man uns sieht. warte. Muss ich da kurz dran, warte mal. Das geht immer, sieht und naja. Nein, das Wichtigste sind bei den Werksfahrer. Warte, da, schön geputzt immer. Schau, das stellt da so runter. So zwischen uns. Biker gegen Ausgrenzung, wie ich gehört. Es geht um das, wer keine Biker sind jetzt da in unserer Runde. Das müsst ihr jetzt mit ertragen. Aber es geht um das. Es sind schon die Raucher diskriminiert worden. Okay, da kann man jetzt noch sagen, ja, mein Gott, nein, wenn die Nichtraucher, dass sie sich belästigt fühlen. Ja, gut. Aber jetzt kommen die Motorradfahrer dran und glaubt's mir's. Wer jetzt kein Motorradfahrer ist, glaubt's mir's. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Nein. Da kommen dann noch die nächsten drauf. Dann kommen noch die Dieselfahrzeuge drauf. Dann kommen noch die Das haben wir drauf. schon. Also vom Alkohol brauchen wir gar nicht reden. Ja. Ja, dass wir dann dort, wo Minderjährige Zutritt haben, Dann kommen die Keine Heizungen Alkoholgetränke. dran. Heizung, ja. Du darfst dann keine Holzheizung mehr haben oder so. Ne? Keine Kugelerz Was mehr auch heizen immer, mehr und was so auch weiter. immer. Ich dürfte das nicht eingehen, aber drum ist es wichtig, diese Motorrad-Demo zu unterstützen, auf welche Art auch immer. Wenn man kein Biker ist, kann man schwer teilnehmen. Aber man kann es teilen. Man kann teilen, man kann mitjubeln an der Straßenrand, Strecke, ja. weil es geht ja über den Ring auch und alles Mögliche. Man kann die Medien anschreiben, wie auch immer. Seid aktiv, weil es geht wirklich um das, nicht nur um die Biker in dem Fall, sondern es geht darum, dass wieder Zonk, wie man so schön sagt, diese Verbotskultur, dass der ein Riegel vorgeschoben wird, ja. weil das ist schon immer mehr lustig. Nein. Aber wir enden mit einem lustigen Lied dazu, nämlich mit Moped Star von Biran und Knapp. Sagen herzliches Dankeschön und wie gesagt, wer uns aufstellt, Beiwagenmaschine, dann sind die Sind wir 16er dabei. Buben mit Wiener Liedern Jetzt sind wir bei dabei. dieser Demo live dabei. So, und jetzt Dankeschön, dickes Busl, eure 16er Buben. Habe ich der? Haben wir da eine Vorspur Ja, eigentlich? klar. Ja, da hätte ich jetzt einsetzen. Ich Genau. setze mal, du spielst Ja. jetzt nochmal die Sätze ein, richtig, ja? In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen, auf viele Wiener Straßen Nummer 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped Huppen. Schon sind die Puppen wie die Wüden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab noch die gleiche weiß lackierte Bonde, mit der wäre jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bonde ganz am Nähe, das geht da nicht. Komm, schwing die auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Du streck die Fürste Kurs aus, sonst kommen wir nicht ums 12 aus. Drum kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Bei meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Jetzt wegen der Reinigung und wegen der Beschleunigung und wenn man's Auspuff ehrlich so leicht verliert. Die erste Kurve, da steht ein Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandel, der schaut rein wie der Vernandel. Dabei bin ich schon wieder hinten aus sechs Haus. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Arsch nicht ein Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorn bei uns am Becken.
mit der Beckenkurven bin ich nicht so schlau. Das muss man sehen, wie ich mich umtrauen. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zersteht er sich nicht halten wollen, jetzt hat sich Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das Herd weit und breit. Schalt dich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem wir haben die Leute Botzen frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Schlupf noch gehört. Dann kommt der Bahn, den Scheibitz an, der hat einen Letten. Jetzt ist mein Futterradl hin, die fahr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stirn gern weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiebe. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschüttet. Der Kiebe fällt mir auf die Birne, ich hab einen Diebe. Jetzt nimmst du den Kiebe weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist Schäber, das war alles. Wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, wer was war in dem Ballone? Den Moped, den Moped. Meine Zente können gut sein, nur das Moped muss noch gut sein. Meine Haxen können auch sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Hoffentlich ist meiner Bonne